Kurze Info, bevor wir in die Folge starten. Aufgrund vom neuen Setup, Einrichten und allem drum und dran ist es leider passiert, dass ich in der Einstellung übersehen habe, dass bei den Mikros eine gewisse Geräuschunterdrückung drauf war. Es wird teilweise in dieser Folge Sätze rausgecutten. Man wird es fast nicht hören und muss sich selber ein bisschen zusammenreimen. Aber es ist mir zu schade gewesen, die Folge jetzt gar nicht zu brauchen. Und ich habe darum gefunden, wir können sie trotzdem so aufladen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spass und Freude an dieser Folge. Vor allem an dem, was Mimi erzählt, extrem eine spannende Persönlichkeit und darum wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Bring the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg geleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgeholt hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre bei Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Man hat jetzt einfach ohne mich gemacht, aber ist völlig okay. Viel Spaß. Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Schmiteinander-Podcast. Ewig ist es her, wirklich ewig. Also die Leute, die haben mich schon hochgenommen, wenn das die nächste Folge kommt. Und heute wieder mit einem Special Guest, nämlich mit der bezaubernden Mimi Green, hallo miteinander. Hallo, danke schön. Wie geht's dir? Mir geht's blendend, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Yay. Ich habe eine hohe scheisse Freude, dass ich endlich den Ecke mal einigermaßen anständig gemacht habe. Also vorher war er wirklich so ein bisschen ranzig, so immer halbfertig. Und ich hasse so halbfertiges Zeug. Ja, ich finde es auch cool. Es kommen noch ein, zwei Sachen. Ja. Aber es nimmt langsam Form und gestaltet alles. Genau. Ja. Hey, schön hast du da eingeschafft. Danke. So. Auch noch, nach 40 Minuten Verspätung. Hey. Ja, ich habe ein bisschen Verzögerung gehabt. Ich kann es mal geben. Ja. Ist okay. Nein, für die Leute, die dich nicht kennen. Ich denke, viele Leute, die da zuhören, werden dich schon ein bisschen kennen, wenn sie mich auch verfolgen auf Social Media und so. Aber du dich doch gerne mal schnell vorstellen, dass die Leute so ein bisschen wissen, wer heute da neben mir hockt. Ja, also hallo zusammen, ich bin Mimi Green, 21. Ich mache Musik. Das ist so ein bisschen der Grund, dass ich heute hier hocke. Seit einigen Jahren verfolge ich mein Kindheitsträumchen, mache selbstständig Musik und ja, das bin so ein bisschen ich. Richtig cool. Ja, mit allen Facetten, Fassaden. How more less. Ja, Das voll. heisst, Kindheitstraum, wann hat das angefangen? Hey, es hat angefangen, von ich bin halt wirklich mit Musik aufgewachsen. Beide Eltern sind mega musikalisch. Und dann habe ich mit... ja, ganz krass. Okay. Ja. Und dann mit 6 habe ich Hannah Montana geschaut. Und das ist der Punkt gewesen. Also wirklich, seit dort hat es nichts anderes mehr gegeben. Und das ist wirklich, also es hat meine Welt verändert. Ganz krass. Also ich würde auch sagen, Hannah Montana ist bei mir safe unter den Top 3 so Childhood Memories, was so TV-Serien oder und so. Und weißt genau, darum angeht. verstehen wir uns auch so gut. Das macht etwas mit uns. Das ist ein bisschen Grundwissen. Das ist ein bisschen, weißt, ja, das macht etwas mit uns. Wir singen damals zusammen. It's the best. Ja, das wissen die einfach noch nicht draussen, aber eigentlich, wenn die Kameras nicht laufen, weißt du, hinter den so Kulissen, you get the best of both worlds. Ja, genau so. Ja. Ich hoffe, wir haben uns nicht auf volle Lautstärke Oh mein gehalten. Geil, okay. Aber deine Eltern sind musikalisch gewesen, Ja, hast du gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen? Hey, also Musik gemacht, beide, oder? Ja, tatsächlich beide Musik Geil. gemacht, beide Bands gewesen, beide auf der Bühne gewesen, alles drum und dran. Darum, ich bin wirklich rund um Gitarre, Record-Players aufgewachsen. Es hat mir immer irgendwo Musik ins Ohr geströmt und das war natürlich also super gewesen. Voll geil. Ja, voll. Richtig cool. Und dann so ein bisschen dort gefunden, ja, ich mache jetzt auch. Ich mache das jetzt auch mit. Mal. Geil. Ja. Richtig nice. Nein, ich finde das cool. Würdest du auch sagen, hast du so ein bisschen den Musikstil der Eltern so ein bisschen eingeschlagen? Oder was haben die für Musik? Also richtig genremäßig oder? Hey, es ist recht schwierig. Meine Mama war eher in Richtung Jazz gewesen. Oha, Auch geil. mega cool, mega classy. Mein Papi geht schon eher in die Richtung, aber halt wirklich so, er ist halt so in den 80er, hat er halt Musik gemacht vor allem. Darum ist er mega, weißt du, in der modernen, wie Pop von den 80er. Er hat halt den Stil gemacht. Cool. Mega cool. So Daddy Cool Style und so. Kinda, ja, voll. Geil. Und ich habe jetzt halt schon ein bisschen meine eigene Nische gefunden, so ein bisschen meinen eigenen Stil gefunden, aber halt wirklich sehr im Pop-Bereich. Ich wollte sagen, das ist ja
am ehesten Pop, Ja, du machst. aber halt Pop ist so bisschen- eine riesige Kategorie, Ja, oder die gut, kannst du klar. noch in 12 Ja. Unterkategorien, wenn nicht mehr, aufteilen. Mindestens, ja. Ja, voll. Richtig geil. Ja. Richtig cool. Ich habe da Chat. Wir haben jetzt da Chat, sage ich schon. Chat. Ich bin so geprägt von diesen Livestreams. Chat, wir haben jetzt da einen Popstar bei uns Hey, im hätte ich auf. Podcast. Aber wer irgendwann nur von Hey. dem zu leben. Ja, natürlich. Also das Richtig ist sicher ein grosses Ziel dahinter. Man kann halt nicht darauf zählen, gell, weil die Chance, dass es klappt, ist klein, aber sie ist da. Darum, Ja. we go for it, Was oder? braucht es für das im Musik? Ich kenne mich wirklich, ich habe viele Ja. Kollegen und so, aber ich habe noch nie so eine Diskussion gehabt, so wirklich so, was braucht es für das, dass mit Musik dein Geld verdienst? Lange da Streams oder Aufrufe? Oder läuft das nachher alles über Management, Kooperationen, Record Deals und all das Zeug? Oder? Also das Ding ist halt, es gibt wieder einen Weg, wie du es schaffst. Es gibt Ja. nicht einen Weg, der richtig ist, dass Ja. du von Musik kannst leben. Es braucht so viel mehr, als man meint. Also nur irgendwie ein One-Hit-Wonder, einmal 10 Millionen Streams, no way. Also mit dem verdienst du by far nicht genug zum Überleben. Außer das ist irgendwie Jingle Bells. Ausser es ist Jingle Bells, ja, fair So die point. Weihnachtslieder, Ja, die okay, jedes Jahr vielleicht, wieder kommen. vielleicht, Sorry, ja. ich habe dir voll Nein, das reingeratscht. stimmt, Nochmal, ja. Okay, sorry. Aber sonst, es kommt wieder darauf an, klar, ich habe ja zum Beispiel gar kein Team. Es bin nur ich. Und das wissen mega viele nicht. Aber es bin nur ich. Also, es ist niemand hinter mir. Es bin nur ich. Kein Ghostwriter. Nein, gar nicht. Es ist Einmal die sicher Fresse nicht. schlagen. Ghostwriter. Und sprich, ich bin auch noch wie ein Anfänger in dem ganzen Business. Ich weiss gar nicht, wie gross ist die ganz grosse Welt im Musikbereich. Aber nur schon, wenn du mit Teams zusammen schaffst, also mit irgendwie, wenn du ein Management hast, wenn du einen Booker hast, wenn du ein Label hast, das heisst nicht, dass dann bist du im Musikbusiness angekommen, dann hast du einen Platz in der Musikindustrie, sondern es braucht so viel mehr und es muss einfach sehr viel richtig laufen, du musst sehr viele richtige Menschen kennenlernen zum richtigen Zeitpunkt und dann könnte es klappen. Aber so viele Leute, weißt du, du gar nicht weißt, so viele Künstler arbeiten nebendran. Ja. Und ich kann sehr viele Künstler kennenlernen, also eben so ein bisschen hinter den Kulissen, also ein bisschen im Privatleben. Und von sehr, sehr, sehr vielen weißt du nicht, dass sie einen 80%-Job haben, 100%-Job haben. Ja. Einfach, dass sie es finanzieren können. Okay, krass, ist noch interesting. Man meint auch immer so, ich glaube auch durch das ganze Social Media Zeug und so, dass Leute eigentlich so machen und dann Musik und Cash und so, irgendwie, jeder flex mit irgendwie Chains oder so, was weiß ich. Wahrscheinlich noch eindrücklich, finde ich. So. Ja. Okay. Crazy, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist krass. Was hast jetzt du für dich so gemerkt? Hat jetzt dir vor allem geholfen zu wachsen? Also jetzt mal abgesehen davon, wie gross du bist oder wie klein du bist, aber so was merkst du, hilft dir deine Musik auch zu promoten? Weil gut, die Musik machen ist das eine, aber wenn es die Leute ja nicht hören, Genau. bringt es auf die andere Seite wie nichts. Richtig. Wie bringst du dazu, dass Leute deine Musik hören? Hey, der grosse Teil ist Social Media. Der grosse Teil ist TikTok und Instagram, was jetzt in diesem Jahr extrem gewachsen ist. Also extrem einfach im Vergleich zu, was ich letztes Jahr hatte. Ja. Und dann wirklich Shows, Live-Shows. Die bringen ist das so crazy? Viel. Also es kommt darauf an. Also jetzt, ich habe zum Beispiel, das wissen auch mega viele nicht, ich habe noch keine eigene Headline-Show gehabt. Ich habe 21 Shows gespielt das Jahr. Aber keine davon war meine eigene. Aber so wie ich es halt zeige und vermarkte, merkst du es nicht. Ja. Dann bist du nicht, okay, ja, es ist immer nur ein Support-Act, Ja. Weißt? Spielt das eine Rolle überhaupt, ob du ein Support-Act bist? Oder Es macht schon, also am Ende des Tages nicht, nein, du hast die gleichen Crowds sozusagen. Ja. Aber es sagt halt mehr, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe 3 Headline-Shows, also okay, ich habe 3 Support-Shows. Aber am Ende des Tages, mir ist das egal. Für mich ist eine Bühne und ich darf meine Musik zeigen. Cool. Aber das hilft mir tatsächlich am meisten und dann kommt es halt darauf an, eben zum Beispiel von wem du der Support-Act bist und ob halt so die Zielgruppe passt. Weißt, wenn ich jetzt beispielsweise von einem Schlagersänger der Vorrecht bin, läuft dort nachher niemand raus und hört meine Musik, weil das nicht der Stil ist. Aber so, wenn wirklich ein Match ist, dann bringt mir das extrem viel. Okay. Und für so Support-Acts tust du dich da bewerben oder wirst du da angefragt? Beides. Es gibt beides, je nachdem. Also so wirklich bewerben läuft, heutzutage läuft es mega über Social Media. Ja. Sprich, entweder sagt ein Künstler, ey, ich gehe auf Tour, ey, ich habe eine Show, ich suche einen Support-Act, macht irgendein TikTok oder irgendwie ein Reel.
meldet euch doch oder schreibt, markiert Leute in den Kommentaren. Manchmal braucht es nur so viel, dass du in den Kommentaren markiert wirst. Ein paar sagen, ey, mach mir doch ein Video oder mach ein Video, wie du ein Cover von einem Song von mir machst. Ja. Oder sie kommen wirklich so konkret auf dich zu. Und dann schreiben sie dir per Mail, ey, wir haben dich gesehen und so, der und der Künstler hat dann und dann eine Show, hättest du dann Zeit und Bock? Okay, crazy, geil. Hast du dort auch schon, weil die Communities so nicht übereingestimmt haben, auch schon Anfrage abgesagt, Support Act technisch? Aus dem Grund nicht. Okay. Weil aus dem Grund nicht, dass es so nicht gepasst hat. Weil klar, die Künstler schauen ja sich dann auch, oder weißt du, dass es passt. Darum, jetzt, dass ich gesagt habe, okay, nein, es matcht meiner Meinung nach nicht, das habe ich jetzt noch nie aus dem Grund abgesagt. Aber ich habe schon müssen absagen, ja. Aber das war eher aus finanziellen Gründen. Weil halt allein alles finanzieren. Schwierig, ja. Das ist pretty crazy. Ja. Krass. Okay, und da kommen auch so international Anfragen rein? Ja, ganz momentan mehrheitlich, was mega, mega cool ist. Ja, ich bin ja jetzt erst gerade eigentlich den ganzen Oktober weg gewesen. Genau. Ganz krass, durch ganz Europa kurz mal, mental. Und ich hätte jetzt auch anschliessend, habe ich noch Anfragen gehabt. Einmal in Paris, zweimal in der UK, in Schottland. Holy shit. Ja. Aber ich habe sie ich kann die leider müssen absagen. Ja, oh Scheiße. Aus Zeitmanagement-Gründen und aus finanziellen Aspekten. Ja. Aber die Anfragen kommen rein. Und das ist schon geil. mal, das ist mega cool. Das ist der erste Schritt so in die Richtung in dem Fall, oder? Genau. Weißt du, lieber so als dass wenn ich irgendwie das ganze Budget und die ganze Zeit von der Welt hätte. Finde ich jetzt noch crazy, dass du sagst, Live-Shows machen auch so einen grossen Impact, weil eigentlich hat man das Gefühl, ja, verhältnismäßig erreichst du so viel schneller, viel mehr auf Social Media. Aber ich glaube, der Impact, wenn jemand dich live hört, ist halt einfach different in dem Fall. Ja. Ich habe mir ganz genau das Gleiche. Ich habe genau das Gleiche gedacht und gemeint, dass es so wäre. Und dann nachher wirklich die erste Tour, die ich supportet habe im Frühling, bin ich mit der Hanju in Deutschland auf Tour gewesen. Dort habe ich es gemerkt, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht. Vor allem, wenn die Zielgruppe passt, weil die sehen dich dann wirklich, die sehen dich live. Und die hören dich, die merken, wie du bist, die sind viel näher an dir dran. Ja. Darum die Chance, dass sie dein TikTok sehen und nachher sind so, oh mein Gott, das Lied finde ich mega cool. Okay, ich gehe jetzt auf den Account und höre das jetzt, ist eigentlich verhältnismäßig kleiner, außer es geht natürlich mega viral, als wenn du erst vor einer Bühne stehst, jemanden hörst und bist so, boah, das gefällt mir voll. Der Impact ist ganz anders. Das ist ein ganz anderer Eindruck von einer Person. Okay. Hast du so Die-Hard-Fans, die überall hin mitkommen? Ich habe ganz tolle Fans, ja, die auch schon von Paris auf Deutschland gekommen sind. Wie cool. Oder so ein bisschen mitgereist haben, ja. Wie geil. Ja, das ist schon sehr krass. Und ich check es nach wie vor nicht ganz, dass das wirklich wegen mir ist. Und ich bin immer so, wenn es dann vor mir steht, bin ich so, sorry schnell. Was machst du da? Irgendwie so, ich habe gemeint, ja, das habe ich letztes Jahr gehabt, als ich zuerst in Paris gespielt habe und dann 2 Wochen später in Hamburg. Und sie haben mich das erste Mal gesehen in Paris, das Grüppli. Die sind so crazy abgegangen. Und sie haben das so gefühlt, das ist jetzt auch das French Team, das ist mein French Team. Die haben wirklich ein Team gemacht und die sind mega stark und die sind mega aktiv. Und die sind einfach insanely cool. Und dann sind sie auf Hamburg gekommen und sind 15 Stunden mit dem Bus gefahren. An meinem 30 Minuten Sätze als schön. Es ist mega schön. Es ist mega schön. Cool. Gibt dir, glaube ich, auch viele so ein bisschen. Mega. Wenn du merkst, so, ich kann mir vorstellen, das ist fast. Oder bei mir ist es so, das ist viel das geilere Gefühl als irgendwelche Zahlen, die du online siehst. So. Absolut. Zahlen für mich, es braucht bei mir mega viel, bis eine Zahl etwas mit mir macht. Also immer klar, Streams freue ich mich mega, wenn jetzt irgendwie, okay, 50'000, okay, 100'000 Streams, okay, so und so viele Streams oder monthly Listeners. Das ist ein Impact im Sinne von, okay, Leute hören wirklich deine Musik und wenn sie hören und finden deine Musik gut. Aber zum Beispiel, weißt du, irgendwie Aufrufe auf einem TikTok oder auch Followers machen jetzt nicht gross etwas mit mir. Ja, sehe ich. Ich finde es cool, aber das heisst ja nicht gerade direkt, weißt, dass sie das Ziel dahinter auch verfolgen. Ja, logisch. In dem Sinn, ja. Das finde ich dann krass, wenn die Leute, also ist bei mir genau das Gleiche, wenn so ein Video irgendwie 50.000, 100'000 Aufrufe oder so macht. Also klar, ist schön, ist mega nice, zeigt, okay, es geht in eine gute Richtung und so, aber mich hätte es viel mehr, wenn dann live jemand zu mir kommt, hey, du bist doch der und der, du machst doch das Zeug, ich fühle das voll. Dann ist immer noch so. Das ist eine Person, weißt du? Ich komme gar nicht darauf klar eigentlich so und ich rede dann richtig gerne auch mit den Leuten und etc. Hure geil. Ich habe genau das Gleiche.
Weißt du, eben nach den Shows, ich sage das auch jedes Mal, ich würde das auch, solange ich kann, so weitermachen. Nach den Shows, weißt, bin ich in der Crowd, gehe ich raus und ich bleibe so lange, bis jeder von mir Heu sagen, mich gesehen hat. Und jeder hat ein Foto gemacht, wirklich, bis man mir sagt, okay, Mimi, ihr müsst jetzt raus. Weil ohne sie könnte ich das nicht machen. Im Endeffekt für sie verdankst du es ja auch genau. so ein bisschen. Also ich mache es für mich und ich mache es für sie. Ja. Und so viel wäre nicht möglich, wenn es sie nicht gäbe. Ja. Darum, weißt, habe ich jetzt 10 Follower mehr, mega cool, okay, mehr Leute verfolgen mich. Ja. Aber wenn nur schon eine Person auf der Straße zu mir kommt und sagt, ey, ich fühle deine Musik, ich höre deine Musik, das macht viel mehr mit einem. Mega geil. Genau die Mentality finde ich so cool. Hammer. Ja. Richtig gut. Du hast die Tour angesprochen, dass du jetzt umgetourt bist. Im Oktober ist es doch. Erzähl mal gerne ein bisschen. Wie ist das gekommen? Was ist denn genau, gewesen? Weil ich habe es nur gesehen und dann einmal bin ich richtig hässlich auf dich. Wieso? Einmal, du hast einen Post rausgehauen, Zurich, you were amazing. Und ich so, wie meinst du, dass du bist in Zürich gewesen und hast mir nichts gesagt? Ich habe es gepostet. Das Line-Up ist draussen. Du kannst nicht erwarten, also klar, der Post ist gut, aber du kannst nicht erwarten. So, ich bin so ein Die-Hard Mimi Green-Fan. Ja, jetzt haben es alle gehört, eigentlich das ist der Sandro ein mega Fan von mir. Ich stehe dort mit den Schildern. Ja, und er hat mich über Monate gezwungen, dass ich da ankomme. Nein, Spaß, ich habe dich fast überreden. Das stimmt gar nicht. Mach Spaß. Das stimmt gar nicht. Was willst du mir jetzt den Dreck am Stecken geben, oder was? Nein, das ist okay. Nicht. Aber was bin ich? Genau, Tour. Genau. Also, ich bin im Oktober durch ganz Europa für 5 Tourstops mit der Sophia Kamara auf Tour gewesen. Die Leute, die eventuell Sophia Kamara nicht kennen, go check her out, weil ich bin seit Jahren Fan von ihr. Schon ganz, ganz lang. Sie ist ganz lang eine sehr grosse Inspiration für mich. Sie ist british. Sie ist Canadian. From Toronto. Ja. Toronto. Und ich habe sie im 2020 entdeckt und seitdem ist sie mega Inspiration für mich und auch so ein bisschen ein Idol, weil sie hat auch wirklich einfach mit so TikTok-Covers angefangen und hat sich dann so aufgeschafft, dass sie auch riesen Venues gespielt hat, Hallen gefüllt hat. Und danach hat sie im März ihre Tour announced und ich so, okay. Also im März 25 jetzt. Genau, März 25 hat sie einfach gesagt, ey, ich gehe auf Tour, ich gehe auf meine The Healing Hearts Tour und ich so, oh my freaking gosh, ich muss dort irgendwie rein. Geil. Und weißt du, die Chance eigentlich von außen, wenn man es anschaut, ist so no way. Aber ich so, yes way. So, yes way, warum soll es nicht gehen? Also, und ich habe mir einfach dort gesagt, ich so, schau, egal wie unrealistisch das jetzt gerade scheint und egal wie Leute, die mich jetzt irgendwie sehen, das probieren, denken, wie freaking delusional ist sie, I don't give a shit. Weil ich so, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, habe ich wenigstens alles gegeben, dass es wird klappen. Fix. Und dann sind wir wirklich einfach alle durchgedreht. Ich und meine Pickles. Meine Pickles ist meine Fanbubble, die heisst der Pickles. Dessi-Gurke. Und ich wirklich einfach so, schau, wir müssen jetzt einfach absolut durchdrehen. Und das haben wir gemacht über Monate. Seit März haben wir nicht aufgegeben. Wir haben gepostet, wir haben markiert, wir haben geschrieben, wir haben alles drum und dran. Und dann 1,5 Wochen, bevor es losgegangen ist, ich habe die Hoffnung ein bisschen verloren. Und ich so, okay, langsam ist es wirklich sehr spontan. Und dann bin ich lustigerweise mit meinem besten Homie gerade in der Ferien in Österreich. Und dann ist das Mail gekommen, von wegen, Anfrage, ob ich Sophia supporten. Und zuerst habe ich einfach ich habe nur den Betreff von diesem E-Mail gesehen und ich habe losbrüllt. Wow, ich habe wirklich noch nie so geheult wie dort. Und ich habe es einfach am Kelo gezeigt. Ich so Kelo, schau mal. Ja, soll ich die funny Story erzählen, die ich dir schon erzählt habe? Ja, darfst du erzählen. Hau raus. Also du bist mit dem Kelo unterwegs. Genau, der Kelo ist mein bester Homie. Der Kelo ist ja auch schon da, Gast ist der andere Gast vor 2, 3, 4 Folgen irgendwie so, genau. Und er ist wirklich mein allerbester Kollege und wir machen extrem viel zusammen und jetzt sind wir gerade eben per Zufall zusammen in Österreich gewesen, mit seiner ganzen Family. Also sprich, seine Grosseltern sind am Tisch geguckt, seine Eltern sind am Tisch geguckt. Und halt genau in dem Moment habe ich das Mail bekommen und dort beim Nachtessen fange ich natürlich einfach an zu brüllen, wirklich als wäre keine Ahnung was los. Und ich so, ja, ich erkläre es gerade, aber es ist nichts Schlimmes. Und dann der Kelo, wie man ihn kennt, dreht sich um, sie ist schwanger. Und ich so, Junge! Und Grosseltern. Junge! Und so, und ich so, nein! 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 Scheiße! Da ist der Test!
Und das ist halt so eine typische Keller-Aktion. Aber darum, das ist eigentlich voll die funny Story zu dem Ganzen. Ja. Und ich so, nein, ich erkläre es gerade. Und nachher haben sie halt schon recht schnell gecheckt, okay, ja, es muss etwas mit irgendwelchen Shows zu tun haben. Und dann habe ich eben gesehen, dass es halt nicht nur für Zürich ist, sondern halt dann gerade mal für 5 Städte in ganz Europa. Und es waren, was ist das alles gewesen? Paris, Amsterdam, Köln, Antwerpen in Belgien und Zürich. Und dann nachher, es ist absolut insane. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ich habe es während der Tour nicht gecheckt, ich habe es auch nach der Tour nicht gecheckt. Das ist so Zeug, immer erst... Ich habe es mittlerweile erst etwa vor einer Woche habe ich die Realization gehabt, bis ich gesehen, okay, es ist actually passiert. Und dann bin ich auf Tour mit ihr und es war absolut ein Fiebertraum gewesen. Es war perfekt gewesen, es war super gewesen. Die grössten Shows, die ich bis jetzt gespielt habe, die grössten Crowds. Wie gross ist so eine Crowd von ihr? Also kommt auf Location drauf an? Genau, kommt auf Location drauf an, aber es ist zwischen 600 bis 1200 gewesen. Die grösste, die ich gespielt habe, war 1200 gewesen. Insane. Und dann stehst du vorne und bist so, what the fuck? Ja. Es ist nicht normal. Erzähl mal, wie läuft so Tour live ab? Ja. Also, man ist unterwegs. Man geht von City zu City, man ist 2 Tage an einem Ort, Maximum wahrscheinlich. Also du hast einen Off-Day. Also ich bin eben eine Woche dabei gewesen, in dieser Woche hast du wie einen Off-Day. Warte, in der Woche hast du einen Off-Day? Es ist unterschiedlich, aber manchmal auch über längere Zeit nicht. Aber sonst, du bist wirklich back-to-back. Also wenn du Back-to-back-Shows hast, dann gut, kommst klar. du an, spielst eine Show, gehst in den Bus und es geht weiter. Aber eben, ich bin dann in Amsterdam, hat es bei mir angefangen, ich bin in Amsterdam gewesen, und dann nachher bist du mit dem Tourbus unterwegs und da, oh mein Gott, das ist so verdammt. In einem Tourbus unterwegs sein? Wow. Ich kann es mir vorstellen. Weißt, wenn du halt wirklich seit Kiddie den Traum hast und weißt, du siehst, dass das alle grossen Artists so machen und dann laufst du in den Tourbus rein und dann hast du, by the way, nebendran noch eine Sofia Kamara, von der du Fan bist seit 5 Jahren. Ja. Und du bist auch so, what the hell is going on? Weißt du, so, was läuft da ab? Und, Fun Fact, ich habe noch nie so gut geschlafen wie auf einem Tourbus. Was? Das ist wirklich? Ganz krass. Okay. Wirklich. Weil Ja, aber wahrscheinlich, weil du dich so die Hause gefühlt hast. zum einen, weil du halt irgendwie so happy bist in dieser Bubble. Und zum anderen, die fahren ja, oder? Ja. Und das leichte Schwanken. Oh mein Gott. Du wirst wirklich wie so ein Baby, weißt du, wirst du so eingewickelt. Ja. Und ich habe noch nie so gut geschlafen. Weißt du, normalerweise mein Schlafrhythmus ist komplett. Hast du können schlafen? Die erste Nacht auch schon? Ich bin eingeschlafen und ich habe durchgepennt bis um 12 Uhr. Das ist passiert bei mir nie. Ja. Das ist wirklich krass, ich hätte das auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, weißt du, eben mit der Aufregung und alles und nachher bewegt es sich noch und dann nachher, weißt du, die Betten sind ja nicht riesig. Weißt du, es sind ja wirklich so Kabinchen, oder? Hast du mal, weißt du, wie? Ja, so ja, halt genau. Kajüte, genau. Kajüte. Eben so in diesem Stil. Aber wirklich, sobald der losfährt, du pennst einfach instantly ein. Und das sagen auch alle. Alle sagen das. Okay. Dass sie nirgends so gut schlafen wie auf dem Tourbus. Das ist cool. Aber ja, macht eigentlich Sinn so mit dem Schwanken. Ja. So. Also klar, es gibt sicher Leute, denen ist das unangenehm oder die haben das nicht gern, aber ich bin definitiv so ein Mensch, ich finde das super. Und wie ist das so mit jemandem? Klar, du hast die Person verfolgt. Oder wie viele Leute haben in dem Bus gepennt? Also das ganze Team. Ich bin wirklich mit ihrem ganzen Team. Wie gross ist der Bus? Wie kann ich das erklären? Also es ist wirklich so ein Carbus? Ein bisschen grösser als ein Carbus, kannst du dir vorstellen. Ja. Und dann unten hast du so einen Tisch und hast so eine Lounge und eine Küche. Und dann, wenn du raufgehst, hast du hinten auch mal so eine Lounge-Ecke mit Fernsehen und alles und so Sofas. Und dann nachher hast du schon... In einem Bus? Sind das? Ja. Es ist krass, wenn du reinläufst, es ist kein Bus mehr. Da haben sie so fett angeschrieben? Nein, wir haben keinen Print gehabt, sie haben keinen Print wollen. Aber es ist wirklich, du denkst es nicht, wenn du drin bist, das ist kein Bus mehr. Das ist, also weißt, das ist wirklich Vibe. Und wie ist das so, du bist mit Leuten, die du noch nicht kennst oder noch nie gesehen hast oder so, und du wirst jetzt mit denen, wie lange bist du unterwegs gewesen? Eine Woche. Eine Woche lang auf engstem Raum in ein Auto reingerührt und bist nonstop am Performen. Zeig da, jetzt da. Wie ist das so? Mit dem Vibe, mit den Leuten, also da lernst du dich ja ganz persönlich und auf ganz anderen Level kennen, oder? Mega, also das ist wirklich krass. Du bist wirklich vom einen Tag auf den anderen, bist so, okay, wir kennen uns jetzt einfach ganz, ganz persönlich, weißt du, weil du siehst dann alles voneinander und 24/7 umeinander, ja. Du bist wirklich 24/7 aufeinander, miteinander, du hast keine Minute, hast du deine Ruhe, du bist nie allein, nie. Und das musst du auch wählen, also weißt, du musst auch wirklich der Mensch dafür sein und du musst auch in den Mindset reinkommen. Hey, du bist jetzt auf einer Tour und du bist jetzt da zum Musik machen. Ja. Weil sonst
macht die fertig. Ja. Weil sonst magst du den wirklich sehr schnell nicht. Und ich habe auch 1-2 Tage gebraucht. Einfach, weil es ist eine Überforderung, wenn du so irgendwie ein 15-20-köpfiges Team hast. Ja. Du kennst niemanden. Ja. Und du musst jetzt einfach liefern. Ja. Und du musst jetzt einfach dich mit allen verstehen. Also ich habe wirklich Glück auf dieser Tour, also ich habe mich mit allen mega gut verstanden. Aber du kennst sie halt nicht. Oder? Weißt, sie kennen sich alle untereinander und du bist halt der einzige so ein bisschen der Stranger in dieser Situation. Ja. Darum, du musst wirklich so ein bisschen der Typ dafür sein, du musst so ein bisschen, ich sag mal, die Confidence dafür haben, dass du nicht untergehst in so einem Grüppli. Aber es ist recht schnell gegangen, eben 1-2 Tage, klar, hast du dich daran gewöhnen, aber danach ist es eigentlich ziemlich gut. Ja gut, du hast halt den Vorteil, dass du native tust. Ja, das kommt Englisch dazu, reden, genau. oder? Das ist Voll. natürlich auch noch Also das dann habe Ding. ich das wenigstens nicht, oder kein Verständnisproblem überhaupt nicht. Aber es ist ermüdend und es ist viel, aber wenn es halt wirklich das ist, was du willst machen, dann ist es das Beste. Geil. Krass. Mhm. Okay, und dann bist du so eine Woche unterwegs. Ja. Wie läuft das so ab von einer Show? Du kommst an, ready machen, performen, weg essen. Ganz unterschiedlich. Es kommt mega darauf an, mit welchen Künstler. Ja. Nur schon, wenn ich die 2 Touren vergleiche, ich war einmal mit der Hanjo eben im Frühling auf Tour gewesen, durch Deutschland, jetzt mit der Sophia Kamara. Welten. Nur schon im Sinn von, du hast immer einen Tagesplan. Das hast, aber der Tagesplan ist bei gewissen Künstlern wird der ganz genau eingehalten. Ja. Bei anderen Künstlern ist das so ein bisschen Gleitzeiten, wenn sollten wir etwa dort sein. Ja. Und jetzt bei der zweiten Tour war es wirklich so gewesen, okay, wir haben so ein bisschen Plan gehabt, wann wer anfängt, aber es hat sich sehr schnell halt alles verzögert. Und das ist oft so, wenn du mit die grösseren Künstler sind oft, dass es sich mal verzögert, dass jemand länger braucht, dass irgendwie nur schon der Aufbau länger braucht. Und weil ich halt der Support Act war, also wirklich der Opener, ist mein Soundcheck immer das allerletzte gewesen, auf dem Plan, bevor die Show war. Dass einfach alles passt. Genau, dass alles halt bei ihnen passt, alles bei den anderen passt und dann nachher, wenn sie happy sind, dann habe ich können. Sprich, manchmal auf dem Plan ist mein Soundcheck 45 Minuten gewesen. Er ist auf der ganzen Tour, der längste Soundcheck, den ich kann, ist 20 Minuten gewesen. Einfach, und das weisst du auch, das ist normal. Mit dem musst du einfach leben können. Wie, das kannst du nicht davon ausgehen, dass du genug Zeit hast. Und mit dem sind alle Fan, mit dem bin ich Fan gewesen. Manchmal ein bisschen Stress, wenn ich wirklich so 10 Minuten hatte, habe ich gefühlt, einfach alles anstecken. Ich habe gesagt, good luck, we're gonna do it. Du musst selber Zeug anstecken, oder was? Es ist auch mega auf das Venue drauf angekommen. Ich habe halt all mein eigenes Zeug, ist alles meine eigene Technik. Und warte, was? Ja. Wie deine eigene Technik? Also das Mikrofon verkabeln ist alles meins, In-Ear-System ist alles meins. Aber du hast nicht mehr so eigenes, also warte schon, du hast nicht mehr so eigenes Zeug mitnehmen? Mal, ich habe alles mitgenommen. Also ich habe jetzt nicht, Also die Venue tut euch nicht Zeug zur Verfügung stellen, oder wie? Also doch, das gibt es auch. Du kannst sagen, du brauchst ein Mikrofon, du brauchst das, du brauchst Monitore. Aber ich bin halt einfach so, dass ich mein eigenes Mikrofon will. Und mein eigenes System will. Und darum habe ich schon. Also ich habe wie mein Laptop, wo ja alles drüber läuft, die Verkabelung vom Laptop, wie Vernetzung zum Ohr, Vernetzung zum Mikrofon, das ist schon meins. Crazy. Ja, das ist ich habe nicht gecheckt, dass das so läuft. Ich habe gedacht, du kommst dort an, die haben irgendwie Songs ready und so, die machen Mikro ready, die sagen dir, da ist dein Zeug, da ist dein Mikro, da ist dein Stecker und so, quasi. Crazy. Und das ist alles in der Soundcheck-Zeit. Jetzt Jetzt ist früher das Licht angegangen. Früher habe ich es so gemacht, dass ich wie einfach gesagt habe, ich brauche ein Mikrofon und ich brauche Monitore, weil ich es nicht selber hatte. Aber jetzt wirklich für die Tour habe ich alles umgestellt. Für die Tour habe ich alles neu gekauft. Und mein eigenes Zeug. Worth it. Ja. Absolut. Okay. Krass. Ja. Geil. Ja. Und wie ist denn so wieder die Hause nach der Tour? Das war ganz krass. Ich weiss, weil vor allem... Kommst du die Hause? Hi guys! Hi guys! Meine letzte Show war ja Zürich. Darum Zürich ist schon so ein bisschen komisch. So Hometown, ja. Weil ich bin so zurückgekommen, meine Hometown, ich bin in Zürich, habe noch Kollegen getroffen vor der Show. Und bin so gewesen, weißt, irgendwie, die Tour ist ja noch nicht fertig, aber irgendwie ist sie fertig, weil ich bin daheim. Ja. Und dann habe ich die Show noch gemacht und es war mega cool. Und ich habe ja nachher noch mit der Sophia Kamara ein Lied singen, was ja auch absolut welttoll war. Also, what the fuck? Und es war mega komisch. Und dann bin ich heimgekommen und ich habe wirklich Zeit gebraucht, bis ich überhaupt checkte, dass es passiert ist. Weißt? Darum, ja, mega weird gewesen. Geil. Ultra cool. So richtig so
life-changing Experience Mega, eigentlich. mega. Es ist die Oder? inspirierendste Experience, die ich hier erleben durfte. Was würdest du sagen, was ist das Krasseste, wo du jetzt aus dieser Experience mitnimmst? Wenn du dich für etwas müsstest entscheiden, wo du einfach sagst, du hast etwas Klick gemacht, etwas geswitcht, eine Inspiration oder irgendetwas, wo dich jetzt einfach begleitet gerade. So, von dort. Es ist tatsächlich gar nicht so musikbezogen, sondern mega im Moment leben. Mhm. Das habe ich dort wirklich gehabt. Eben die ersten 2 Tage habe ich mich mega daran gewöhnen und ich bin mega in meinem Kopf gewesen. Ich war so, okay, ist mein Set gut genug? Okay, bin ich irgendwie, weißt du willst ja auch niemand stören beim Arbeiten und irgendwie so, okay, was ist das Nächste? Und dann habe ich mir wirklich, ich weiss, es war in Belgien gewesen, weil dort hat ihr Manager hat meinen Soundcheck gehört und er hat gesagt, ey, ist wirklich gut, was du machst. Und ich so, okay. Oh, gut. Okay, und nachher habe ich richtig gemerkt, dass mega eine Last abgefallen ist. Mal hören die Leute schon mal so Auftritt nicht? Chillen die im Bus, während du dran bist? Oder Hey, wie? die sind mega busy. Also weißt, zum einen, während ich auf der Bühne bin, ist Sophia ja unten im Backstage. Und die sind ja dann alle mit ihr, das ist ihr Manager. Ja. Oder? Weißt, die sind dann, es sind alle für sie dort. Oder? Darum, wenn sie auf der Bühne ist, schauen alle auf die Bühne. Wenn sie unten ist, sind alle unten. Und aber dann einmal eben haben sie ein bisschen mehr Zeit gehabt und dann hat er meinen Soundcheck einfach gehört. Und er sagt, es ist wirklich gut, was du machst. Und ich habe richtig gemerkt, dass es mega viel mit mir gemacht hat. Einfach nur schon das Gefühl, okay, ich bin wie genug gut, um da zu sein. Und dann nachher habe ich mir gesagt, ich bin gerade so in meinem Kopf die 2 Tage, habe das wie so ein Stückchen weit verpasst. Einfach weil ich die ganze Zeit gemeint habe, okay, ich muss besser sein und ist das gut genug. Ja. Und dann habe ich mir wirklich appelliert gesagt, ich so jetzt reiss dich zusammen, also bist mal da, das ist doch genau das, was du willst. So, du wärst nicht da, wenn es nicht irgendwo zu einem gewissen Grad verdient hättest. So, dass du den Moment nicht verpasst. Genau, richtig. Krass. Das habe ich mega gelernt. Wie wirst denn du jetzt als Support Act quasi ausgewählt? Von wem ist das rein Sophia, die das anschaut und sagt, die will ich? Oder ist das ein Management, das sagt, was könnte passen, in welchem Stil oder so irgendwie? Nur weil du jetzt, es nimmt mich einfach wunder, wie du gesagt hast, ja, er hat gesagt, es ist wirklich eigentlich noch gut, was du machst, so quasi als hätte er keine Ahnung gehabt, so, wer du bist, oder hätte er nichts damit zu tun gehabt, oder im Sinne von performance-technisch. Also sie wissen schon alle ganz genau, wer ich bin und was ich mache, das wissen sie schon. Aber es ist wie, weißt, die Lieder, wenn jemand gute Lieder hat auf Spotify oder eine gute Fanbubble hat, das können Welten sein, von wie jemand auf einer Bühne steht und wie jemand live singt, nur schon. Weißt du, wie steht jemand auf der Bühne? Weißt, wenn du einfach so dort stehst und dich keinen Zenti bewegst und alles plötzlich schief singst, dann können deine Lieder noch so gut sein. Es ist in den meisten Fällen erst der Künstler, der wie sagt, ey, sie hätte ich gern, den hätte ich gern. Und dann besprechen sie es mit allen. Sind so, ja, können wir die mal anschauen. In anderen Fällen gibt es aber auch, dass wirklich, das ist vor allem bei älteren Künstlern, sage ich mal so, die schon länger im Business sind, die sind dann manchmal auch, dass entweder die Venue sogar auf dich zukommt und wer so lokale Künstler sucht oder wirklich das Management ist. Okay. Die befassen sich dann gar nicht mehr gross damit. Aber jetzt bei ihnen ist es jetzt wirklich schon der Fall, dass Sophia halt das alles gesehen hat und so gesehen so, ey, ich würde gerne wirklich Mimi mitnehmen. Und dann so hat sie es mit dem Team besprochen. Okay. Cool, Mann. Was eine geile Experience. Ja, richtig ganz krass. Hammer geil. Ich habe noch eine spannende Frage, die ich mir jetzt so überlegt habe. Du hast jetzt gesagt, Sophia ist eigentlich so ein bisschen eine von deinen biggest inspirations oder so. Ja. Gibt es eine Person, wo du sagst, jetzt angenommen, alles wäre möglich. Mit wem würdest du, ich glaube, ich weiss die Antwort, mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne stehen und performen, wenn du dich für jemanden müsstest entscheiden? Also ich weiss nicht, ob ich die Antwort weiss, aber... Also es gibt verschiedene Antworten aus verschiedenen Gründen. Ja. Es wäre zum einen einfach aus dem emotionalen Aspekt wäre es Miley Cyrus. So geil, ich habe gewusst, dass es kommt. Einfach, weil, und ich würde mit ihr mega gerne entweder so The Best of Both Worlds singen oder The Climb. Ja. Einfach weil die Lieder so meine Kindheit gefühlt wirklich prägt haben und auch wirklich eigentlich der Grund ist, warum ich jetzt das mache, was ich mache. Richtig cool. Darum das und dann sonst einfach andere. Ich höre so viele Künstler mega gerne. Gracie Abrams, Tate McRae. Oha, ja. Das sind alles so Künstler. Oder ich bin ein riesen Sabrina Carpenter-Fan. Ah, okay. Ganz krass. Okay, ja. Aber ihre Musikstil ist halt mittlerweile ein bisschen anders als meine. Aber also, weißt du, so... Spielt keine Rolle, ja. Also, ich würde es natürlich sofort machen. Aber weißt du, alle so die Leute, die ich wirklich höre, also würde ich natürlich bei jedem gerne. Okay, cool. Ja. Hammer. Ich habe letztens ist ja gerade ein Big Time Rush Konzert hier in Zürich.
Und das hat in der Kollegengruppe bei mir oder mit den Kollegen und Kolleginnen haben das auch letztens diskutiert, weil das ja abgegangen ist, dass es ein riesen Hype ist. Und wir haben auch gesagt, hey, wenn die ganzen Musiker, die Shows gemacht haben früher, eben, wenn so eine Miley Cyrus würde eine Tour machen als Hannah Montana, das würde so krass einschlagen. Das würde so schlimm einschlagen. Das wäre also nicht normal. Das wäre insane. Das wäre ganz, kannst ganz du dir crazy. gar nicht vorstellen. Selena Gomez oder so irgendwie mal wieder würde in Zürich unterwegs sein. Ey. Ja. Oder nur, aber wirklich, ich glaube wirklich bei einer Miley Cyrus, Also ist wenn schon sie next level. als Hannah Montana würde nur schon eine Show machen oder eine Tour machen, müsstest fast. Ja. Das wäre ja, also die insane. müssten die grössten Venues, die es überhaupt gibt, müssten die nehmen. Weil sie würde es füllen. 100%. Und das ist krass, wenn man sich das vorstellt. Das ist so etwas, wenn es eigentlich schon so lange Da hast du schon etwas Krasses geschaffen, wenn du das so überlegst. Das ist also nicht normal. Weißt, wenn du weißt, auch etwas, was schon so lange her ist, wie Hannah Montana, das ist so lange her. Wenn du überlegst. Das ist so. Das läuft jetzt damals, nicht mehr. Ja. Das läuft jetzt nicht mehr im Fernsehen. Aber es ist wirklich einfach die Generation, die mit dem aufgewachsen ist, die von dem lebt, die hebt so an so etwas fest, dass sie jetzt noch auf die Bühne stehen und alle wieder durchdrehen. Ja, und das heisst mega viel. Fix, ja. Ich checke. Ja. Richtig cool. Ich habe noch eine Frage, die mich mega Wunder nimmt. Wo jetzt ein bisschen anderes Thema ist, so, aber die Musik, die du machst, Texte oder so irgendwie etwas, du eben kein Ghostwriter, nichts, machst alles komplett allein. Die Musik, die du schreibst und wo du singst und wo du machst, tust du die Musik quasi, wie soll ich sagen, ist die Musik für dich einfach so random, kommt das in den Kopf oder hat das mit dir, deinem Leben, Gedanken von dir zu tun? Verarbeitest du gewissermaßen mit deiner Musik oder woher kommt also die Musik kommt aus dem Herz irgendwo, aber woher kommt die Musik? Weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Du hast schon richtig angesprochen, bei mir ist das wirklich sehr krass. Ich kann momentan nur eigentlich über meine persönlichen Sachen schreiben. Ich finde es mega schwierig, weißt, wie anzusitzen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Lied über das. Und dann nachher einfach mal ein bisschen drauf losreimen. Weil ich habe angefangen, Songs zu schreiben, zum einen ja, mit einem Ziel, mit einem Traum, aber zum anderen habe ich wie Songs geschrieben über Sachen, über die ich nicht reden konnte. Über die ich nicht wollte reden. Ja. Weil ich bin ein Mensch, wenn es irgendetwas ist, wenn es mir nicht so gut geht, ich kann nicht sofort auf jemanden zugehen und sagen, ey, kannst du mir zuhören, ich würde dir gerne erzählen. Ich brauche meine Zeit, um das selber zuerst zu verarbeiten und dann kann ich darüber reden. Und das habe ich in Form von Songwriting gemacht. Und ich bin dann wie gesagt, ey, etwas, was mich jetzt gerade mega stresst, ich schreibe einen Song drüber und mache so wie etwas Schönes daraus. Sozusagen, wo vielleicht auch jemand anderem kann helfen und vielleicht jemand sich wie verstanden fühlt. Ja. Und ist okay, es geht nicht nur mir so, nicht nur ich kann das. Und so habe ich meine Songs geschrieben. Und da habe ich erst eigentlich mit 18 habe ich dann den ersten released. Und bin auch so ein bisschen oberflächlicher geblieben, weil es ist halt auch mega persönlich. Musik ist extrem persönlich. Und ich bin gesehen, eigentlich sind das so ein bisschen meine Tagebucheinträge, die ich jetzt auch mit der Welt teile. Oder? Es ist wirklich eigentlich genau das. Darum bin ich vorsichtig gewesen. Aber dann halt nur schon so ein Song wie Crying on My Birthday, Growing Pains. Das ist alles, weißt, mega so, das steht so in meinem Tagebuch zu gewissen Grad. Also weißt, irgendwie meine Journals und alles. Und dann ist halt einfach mal kurz, okay, jetzt kann es jeder hören, jetzt weiss jeder, was in deinem Kopf abgeht. Ja. Okay. Und erwartest du etwas von so einem Song? Wenn du einen publizierst dann? Im Sinne von erwarten, meinst du? Im Sinne von, erwartest du ein gewisses Feedback, einen gewissen Impact? Erwartest du Leute, die auf dich zukommen, etwas dazu sagen? Oder ist das wirklich einfach, ist es für dich, sobald der Song gemacht ist es, ich kann mit mir selber quasi einen Weg finden, um einfach mit dem Thema umzugehen? Nein, es ist schon klar, also es hängt wie alles miteinander. Zum einen habe ich mein persönliches Thema drin verarbeiten. Dann ist es ein Song. Und weißt, du musst überlegen, manchmal sind die Songs 2-3 Jahre alt. Gell? Also Worth It zum Beispiel habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Okay. Der ist erst dieses Jahr rausgekommen. Und dann bist du, weißt du, ich selber bin schon so lange über das hinweg, weißt, über die Person, die ich den Song geschrieben habe. Und dann release ich den und dann geht es wirklich einfach nur um den musikalischen Aspekt. Und dann bist du so,
ich hoffe, jemand fühlt sich darin verstanden. Ja. Klar, du hoffst, die Leute hören es. Weil du willst ja mit dem willst du auch in deinem Traum weiterkommen. Darum, es spielt schon ein bisschen alles zusammen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie mir Ziel gesetzt, okay, ich will so und so viele Streams, okay, ich will so und so viele monthly Listeners, das habe ich nicht. Aber ich will schon, dass ich wie einfach immer einen Baby-Step vorwärts mache. Hat gleich damit zu tun, seinen Traum zu jagen. Genau, es hängt dir alles zusammen. Cool. Ja. Geil, Mann. Richtig cool. Wir sind schon 40 Minuten dran. Das ist krass. Wow. Es sagen immer alle. Es ist so, holy shit. Aber das ist eben das Coole. Yeah. Und darum liebe ich den Podcast, weil wenn du merkst, sicher bei dir merkt man das extrem, wenn du mit Leuten anfängst, über ihre Leidenschaft zu reden, einfach so, weißt du, das Funkel in den Augen und einfach das. Dann hören ich liebe das. Ich liebe das. Ich höre so gerne zu. Okay, weißt? gut. Genau. Was wir jetzt machen, Ja. wir gehen jetzt in den zweiten Teil, sage ich jetzt mal so, in das Format von mir. Was ich eigentlich mit allen mache, funktioniert so. Ich habe da Karteikärtchen mit tiefgründigen Fragen drauf. Weil mein Podcast ist ein 19-Podcast und so weiter und so fort. Kennst du es? Ja. Wir können es da abwechselnd ziehen und dann die Fragen beantworten, die da drauf sind. Um einfach noch so ein bisschen Spiciness in so tiefgründige Themen reinbringen. Genau. Wie mache ich das? Ich tue jetzt mein Soll ich dir etwas heben? Nein, ist gut. Ich mache so lustige Posen da. Ich tue mal schnell mit, so dass man das schön hört. ASMR. Plötzlich. Okay. Willst du zuerst eine ziehen? Ja. Willst du eine ziehen oder willst du einfach die oberste nehmen? Ich ziehe eine. Okay. Ja. Zieh eine. Was braucht es aktuell, damit du auf dein nächste Level kommst? Oh, geile I Frage. like that question. Die passt richtig eigentlich zu Ja. mir. Das ist super. Was braucht es aktuell, dass ich auf mein nächstes Level komme? Momentan habe ich gesagt, dass ich bin allein. Es bin nur eben, das ist eigentlich auch noch krass. Also ich habe wie, eben, es ist nicht von einem Management abhängig, nicht von einem Booker, sondern alles, was du von mir von irgendwie siehst, was mit der Musik zu tun hat, kommt auch nur von mir. Ja. Darum, ich finde, für mein nächstes Level wäre sicher, wenn ich eventuell mal mit Leuten zusammen arbeite. Ich bin dort natürlich schon fleissig dran. Es könnte eventuell der Fall sein, dass es bald der Fall ist. In Form von Managementmäßig In oder ganz Collabs? Nicht collabmäßig, Okay. wirklich hinter den Kulissen, also Ja. weißt, Industrieleute. Ja. Ich sehe jetzt eben ein Management, ein Booker, ein Label, etc. Ja. Das ist für mich so ein bisschen der nächste Schritt, weil das macht dir extrem viele Türen auf. Es kann dir sehr viele Türen aufmachen. Du musst natürlich mega vorsichtig sein, aber wenn du die richtigen Leute kennenlernst, dann gibt es dir sehr viele Chancen und wenn du den Ehrgeiz hast, kommst du mit dem recht viel weiter. Darum das, aber eben, dort bin ich natürlich, wie man mich kennt, schon fleissig dran. Sehr gut. Und es könnte eben, wie gesagt, eventuell sein, dass das eventuell bald der Fall ist. Cool. Das heisst, dort ist so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen mit Leuten am Reden und ich bin so ein bisschen am Schauen. Aber ich bin so ein Mensch, ich will nie etwas jinxen. Ja, Und ich sage nie, es kommt jetzt dann. Darum bin ich so, eventuell, who knows. Das wäre so. Sehr geil. Aber einfach so ein bisschen helfende Hand, was das angeht. Dass vielleicht dann auch Zeit, die du dann wieder zur Verfügung hast, wieder kannst du effizient investieren, so ein bisschen quasi Richtig. einfach. Es ist wie so ein bisschen eigentlich ein Teil von dieser Arbeit, die ich jetzt einfach mache, mir abnimmt, dass ich mehr Zeit habe für Musik und fürs Kreative und so dann halt auch wie es recht viel weitergeht. Ich merke das jetzt mega. Ja. Mit der Auslastung eben, mit dem Arbeiten, die du halt noch hast. Irgendwann hast du ein Limit, wo du einfach, es geht einfach nicht noch mehr, obwohl du kannst, aber es geht nicht mehr. Richtig. Oder? Und genau das habe ich auch. Wie viel schaffst du? Ich arbeite 100. 100%. Genau, also aufteilt Ja. in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Orten sozusagen. Aber auf Papier eigentlich arbeitsleistungsmäßig ist es 100%. Und das ist ohne Musik. Und dann kommt noch die ganze Musik. Und eben jetzt merke ich auch wirklich so, okay, ich gebe alles, ich gebe mein Bestes. Ich kann, wenn ich nach dem Arbeiten heimkomme, ich sitze an und ich habe meine To-Do-Liste, was ich heute für die Musik mache. Jetzt fängt das Schachspielen an quasi. Genau, und jetzt merke ich einfach, ich brauche mehr Zeit für das Kreative. Und darum, das ist vor allem die grosse Motivation, dass ich wirklich auch parat wäre. Ich habe lange nicht wollen. Lange bin ich so gewesen, ich liebe, dass ich es allein mache. Ich liebe, dass ich sagen kann, 21 Shows, das bin nur ich. Ein Festival, ich habe ein Festival gespielt, ich bin am Gurti das Jahr. Ja. Es kommt alles von mir. Jetzt bin ich so, ich bin parat, um das teilweise, weißt du, so Credits aber abgeben. wenn jetzt, was heisst Credits abgeben? Ja. Es ist ja nicht mehr von dir, weißt du, was ich meine? Ich weiss, aber ich bin dort durch, ich bin mega stolz gewesen. Es ist recht, heutzutage ist es nicht mehr so, mega viele Künstler, die aufkommen, sind sofort gerade, suchen sich irgendein Management oder irgendeinen Namen. Ja. Und egal, ob das mega gut ist oder etwas, das man irgendwie nicht kennt oder das dir gar nicht viel bringt, einfach sie wollen unter einem Namen sein. Und ich kann das mega lange nicht wollen. Ja. Ich
Ich Okay. wollte, ja, genau. Aber jetzt mittlerweile bin ich eben eigentlich sehr parat zum dort. Cool. Ja. Das ist eine ähnliche Sache bei mir tatsächlich. Okay. Ich bin mir auch so ein bisschen am Überlegen, okay, so was ist der nächste Step im Sinn von managementtechnisch zum Beispiel. Weil ich auch merke, irgendwann, ich bringe nicht mehr alles unter den Hut gleichzeitig so, oder? Und ich glaube, es würde mir einen Haufen Arbeit abnehmen. Mhm. Aber eben, mal gesehen, vielleicht. Richtig, mal schauen, ganz genau so machen wir das. Geil, okay, Ja. sehr gut. Ich bin dran. Kann ich dir jetzt etwas heben oder geht es bei dir? Nein, ist gut, ich tue meine Karte wieder mischen da. Gut. And it's my time to shine. He? So. Okay. Eigentlich könnte ich, ja gut, ich kann jetzt die auch so ein bisschen beantwortet, aber so. Ist auch gut. So ein bisschen. Oh! Ich habe die Frage aber schon irgendwie 7-mal beantwortet. Dann kannst du einander. Ich stelle sie dir. Oh ja. Wenn du, ja gut, Sag, wenn Hause. du eine Person könntest treffen, Ja. egal wer, Ja. egal ob jetzt Der- tot ja, oder was oder weiß ich live, alles, ja. wen würdest du treffen Mhm. und warum? Also klar, man wird jetzt halt sehr schnell. Ich würde es mir glaub, wirklich gut überlegen im Fall. Wer es Ja. wäre. Es könnte jeder sein. Es könnte, das es ist ja das könnte ein Ding. Carpenter sein, aber Ja. es könnte auch ein Steve Merson sein. Ja. Aber es könnte auch ein Synchronsprecher von SpongeBob Schwammkopf sein. Es könnte jeder sein, weißt du, was ich meine? Danke vielmals für deine Beispiele. Sehr gerne. Ich kann nur wollen, dass du dir kannst vor Augen führen ein paar kannst, Inspirationen geben. wie wichtig die Auswahl ist, die du hast. Ja? Wo das die Möglichkeiten sind, auf welchen Höhen wir uns da bewegen. Okay, I see your point. Oh, ich glaube, ich habe jetzt gerade Schiss, so eine finale Antwort zu geben. Aber klar, die schnellste Antwort von meinem Sinn kommt dann natürlich Miley Cyrus, aber nur, wenn sie sich auch als Hannah Montana ausgibt. Also wirklich konkret Hannah. Oder nein, ich sage, Also, ich ja. würde mega gern, ich als 6-Jährige Hannah Montana treffen, mit dem Wissen, dass ich das nachher mache. Oh. So. Einfach zum ihr dann schon sagen, so, das Kind hast du im Fall recht inspiriert. Sowieso. Denkst du könntest das sagen oder du bist Hannah Montana? Ja, okay, fair. Okay, machen wir es mit 8. Mit 8. Wow! Die Junge halt heute. Haben wir ein Bild machen und das TikTok? Ja, aber einfach so, weißt, im jüngeren Alter, dass du das Idol triffst, aber dann mit dem Wissen, dass du wirklich, weißt, dass du auch nachher noch so an deinem Kindheitstraum weiter schaffst. Das sind nur so eine Phase. Crazy. Richtig cool. Ja, Geil. danke. Sehr gut. Nächste Karte. Aber du musst jetzt wie eine ziehen, du hast jetzt wie eigentlich noch nicht beantwortet. Aber was ist deine Antwort zu dieser Meine Frage? Person. Kennst du den Sideman? Ja. Das wäre der JJ, KSI. Okay, ja. Ja, genau. Okay. Oder halt die anderen Leute, die da reinhängen. Der Gary Vee, das ist so ein Ja. Unternehmer aus den Staaten. Hast du vielleicht auch schon Okay. gesehen. Das sind so Leute, die mich einfach mega inspirieren mit dem Content, was sie machen. Cool. Einer, den ich neu habe, ist der MD Motivator. Kennst du den? Der so Leute geht Spenden sammeln und Fundraisings macht für so Leute. I got you $1,000. Ich glaube, ja. Ich habe es Und glaube schon nachher gesehen. plötzlich macht er Fundraising und die Leute spenden 110.000 und er bringt es jemandem, der homeless ist und der ist völlig so. Ja, das ist wirklich Weil cool. ich finde das mega inspirierend, was für Macht das man eigentlich hat mit der Masse. Ja. Ja, das stimmt. Was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben hat? Oh, das ist eine geile Frage. Das ist wirklich eine geile Frage. Jemand Fremdes. Ich wollte jetzt nicht so irgendwie etwas mit so. Ich wollte nicht auf so ein optisches Kompliment raus, sondern ich versuche auf etwas. Ich komme. Wenn mich Leute erkennen, dann in der Regel ist es ein Kompliment für den Content, den ich mache. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was mir so richtig krass geblieben ist. Mhm. Es gibt schon so ein paar, die eben in den Bereich hineingehen. Aber ich würde sagen, eines der schönsten Komplimente ist, du strahlst. Ja. Weil es ist nicht so à la, du siehst gut aus, sondern es impliziert für mich mehr, ich versprühe eine
positive Aura oder Energie. Und das ist eigentlich das, was ich will, wenn ich in einen Raum komme. Und das andere Kompliment ist mehr so, hey, das, was du machst auf Social Media, hat bei mir mein Leben verändert. Das hat mir mal jemand gesagt. Und das hittet mich schon hart. Weil dann merkst du so, shit, du als Mensch kannst wirklich andere beeinflussen. Und wenn du dich dazu entscheidest, das im Positiven zu machen, ultra krass. Ich würde sagen, das ist so das Kompliment, wo mich mega inspiriert hat, selber auch wieder zum Weitermachen oder weitergehen. So wie du vorhin gesagt hast, mit den Pickles und Fans und all das, so, wenn die Leute triffst und so. Ja, ganz das ist für mich so ein bisschen sehr, sehr inspirierend gewesen, muss ich sagen. Das glaube ich. Aber es stimmt auch. Das habe ich dir auch gesagt. Weißt du noch? Ja, Ja, als ich das andere das erste Mal gesehen habe, an einem Event. Wie haben wir uns kennengelernt? Paintball-Event. Das kennengelernt, das ist ja auch nicht wirklich... Ja, am Paintball-Event haben wir einen Satz miteinander geredet. Darum habe ich gesagt, wirklich kennengelernt haben wir es nicht, aber nachher haben wir es gefolgt. Und dann hast du mir geschrieben und gesagt, du bist doch die, die Musik macht. Ich so, ja, jetzt hast du nicht genau. Und ich so, ja, ich habe es auch voll nicht gecheckt, weißt du, dass ich deinen Content eigentlich voll feiere und das voll cool finde. Dann habe ich dir einfach gesagt, ich so, ich finde es super, was du machst. Und dass auch in Personen so überkommst. Weißt du, dass wirklich auch nicht nur cool, das ja. Facetten-Ding ist. Weißt, Bist so voll auf die Schleimer-Shit. Nein, ich mache nur Spaß. Hey, Nein, ich mache nur Spaß, chill. Ja, okay. Aber, ich meine, kennengelernt. Aber dann ist mit dem Kello irgendwie mal gewesen. Es ist ja vor dieser Party vom... Ist das vorher schon gewesen? Ja, das war vorher schon gewesen. Sicher? Die All-White-Party in Bern war ja gewesen, Ja, wo genau, wo der Maui sein Business gelauncht hat mit seiner Genau. Partnerin. Dort sind Aber wir ich glaube, das war vorher schon irgendwie gewesen, nicht? Ist nicht irgendwie mal etwas gewesen? Kello sein Birthday? Nein, da bist du Bin nicht ich nicht gewesen. Er hat einfach seine Geburtstagsparty gemacht in dieser Woche, wo ich nicht da bin. Und das habe ich auch ganz krass gefunden. Ich weiss nicht, Chill, du bist auf Tour gewesen. Nein, Oder wo bist du gewesen? das weiss ich nicht mehr. Ja. Weißt du es genau und willst du nur nicht sagen? Nein, ich weiss wirklich nicht mehr, wo ich war im Fall. Okay. Aber ja, ich bin zurückgekommen und dann hat es einfach geheißen, er hat seine Geburtstagsparty gemacht. Und hast du nicht mal gewusst, Nein, was er sie hat es macht? mir nicht gesagt. Ich bin zurückgekommen und nachher einer so, ja, an deiner Geburtstagsparty, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und ich so, wann hast du bitte eine Geburtstagsparty gehabt? Ja, Oh als mein du Gott. weg bist. Und ich so, sorry? Das Sorry? ist ja crazy. A girl gewesen, has aber feelings, okay? Aber ja, Ich anyway. fand so schlimm, bist du nicht dabei gewesen. Das ist okay, aber das ist, gehört nicht Genau in das den Gleiche Podcast. Ja, das Gleiche gesagt, ja. Anyway. Ich glaube, das Gleiche gesagt. Aber ja, er hat gerade das Gleiche gesagt. Aber ja, eben die White Party, wo wir gewesen sind. Und Also, die White Party ist darum gegangen, dass alle weiß angelegt sind. genau. Wieso? Hat es schon andere? Nein, einfach schnell Oh ja, klarstellen. genau. Also wir haben einfach alle in Weiss müssen kommen. Genau. Genau, das ist richtig. Aber dann... Ich glaube schon dort. so Der nice muss fast dort bist du gewesen ja sein. auch nicht gekommen. Ja, Hätte ich es muss gemeint. dort gewesen sein. Ja, in dem Fall ist es wirklich- Frauenfeld. Bin ich nicht gewesen. Bin ich auch mit ihm abgehängt. Das war auch lustig, Frauenfeld. Das glaube Der ich. Kilo ist so ein Draufgänger, gell? Ganz schlimm. Schlimm. Okay. Aber irgendwie, dann ist es gleich die All-White-Party Das ist gewesen. ganz krass. Weil irgendwie... Nein, wir haben doch vorher irgendwie uns schon gekannt. Wir haben doch dort easy geweibt und gerade so voll geile Diskussionen gehabt miteinander. Es hat, glaube ich, dort einfach gerade geweibt. Aber im Fall vorher Okay. habe ich wirklich... Ah. haben wir nicht wirklich miteinander geredet. Also miteinander geredet, ich meine, wenn wir miteinander zu tun haben. Mich hat Ja, das auch mal dem hure Fall, ja. reingeflasht. Ich habe mir auch mal Gedanken zu dem Hure gemacht. reingeflasht, Bro. Es hat mich hure reingeflasht, Albert, Bro. hör mal, ich habe mir Schwör, das mach sofort mal den gedacht. Adler, Bro. So! Ich habe aber, Mit dem Adidas Trainerrockzeit da für all die jetzt noch hören. Es ist einfach so, Bro, ja. schwör, Hosen an den Knie unten, Bro. Okay, sorry. Ja. Aber dann habe ich einfach gecheckt. So. Aber dann habe ich mir wirklich mal Gedanken zu dem gemacht und es hat mich wirklich recht schockiert, nicht reingeflasht. In Acht. Dass wir haben uns eben, glaub, wirklich gefühlt nicht gekannt und es ist einfach so mega schnell einfach so, okay, ja, jetzt kennen wir uns ja gut. Ja, aber wir sind einfach zwei Personen, die mega bubbly Ja. Energy haben. Das macht es Und das ist eben geil. eben aus. Ja. Richtig cool. Es Ich gibt auch. paar, die sind so mega verklemmt und das ist okay. Klar. Aber ich tue mega schnell, wenn ich merke, du bist so offen und so, dann einfach mal reinrösten mit einem Witz, der ein bisschen gefährlich ist. Und Ja. dann, wenn er gut ankommt, weißt Dann weißt du, okay, wir It's verstehen meant uns. to Ja, be voll. Absolut. Das ist genau so. Das ist wirklich so. du. Okay, cool. Ja. Next Okay. question. Jawohl. bin Willst ich du dran? dein Kärtchen ziehen? Soll ich so bestehen? Ah, nicht einfach so bestehen, ja. Soll ich auch so, weißt du, so mischen? Ja, machst du super. Du siehst, was vom Kärtchen steht. Oh, Schau. fuck. Ich habe es nicht gelesen. Ist okay. Also, man. Okay, das nehmen wir.
Was ist etwas von deiner Meinung nach zu wenig Leute machen, denken, wissen? Also kurz. Let's go. Das ist ja eine geile Frage. Deep questions. Let's go. Weißt du, für die, die nur hören, das andere macht irgendwelche Dance-Moves. Ihr könnt das Video jetzt schauen. Auf YouTube und Spotify. Das ist geil. Oh mein Gott, man kann es jetzt auf Spotify schauen. Yes. Richtig nice. Richtig cool. Was ist eben von deiner zu wenig Leute machen, denken, wissen? Hau mal raus. Uiuiui, ich finde. Wow, es gibt auf so vielen Leveln eine Antwort auf die Frage, finde ich. Also ist es über mich wissen? Nein, oder einfach eben, allgemein, schon was du der Meinung gut. bist, vielleicht in dieser Welt wird zu wenig darauf Acht gegeben, zu wenig gemacht oder wissen einfach nicht viel. Was ich einfach in meinem Umfeld gemerkt habe, mir bedeuten Freundschaften extrem viel. Also es ist ganz krass, es macht mir mega viel aus, wenn ich mit meinen Leuten habe um mich herum, wie oft ich sie sehe, wie es ihnen geht. Wie es ihnen geht, macht bei mir mega, mega viel aus. Und was ich mega haben müssen lernen durch die Musik, ist, dass nicht all deine Kollegen das so cool finden. Im Sinne von, dass eventuell Eifersucht dazu kommt. Rede, Bruder, rede. Du läufst wie ein Rede. Danke, Alter. Und das habe ich mega müssen lernen. Das hat mir mega mein Herz gebrochen. Ganz schlimm. Weil ich habe wirklich, meine engsten Leute, die ich dort hatte, habe ich plötzlich gemerkt, sie supporten es nicht. Aber, und mit dem bin ich okay gewesen, weil nicht jeder muss Fan sein von meiner Musik. Aber dass dann zu so einem Punkt gekommen ist, dass wenn ich etwas davon gesagt habe oder etwas erzählt habe, ist mir nicht zugelassen worden, ist recht schnell das Thema gewechselt worden oder auch bis zu Kommentaren so, Alter, redest du über etwas anderes als nur deine Musik. Und ich weiss halt einfach, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, ich kann mich sehr gut einschätzen und ich weiss, dass ich genau bei Leuten von mir so ein bisschen die Vibes gebe, dass sie es eventuell nicht so cool finden, dass ich bei denen gefühlt sehr wenig bis zu gar nicht erwähne. Und wenn ich dann einfach mal so Freude habe und etwas unbedingt erzählen will, dass dann halt so eine Rückmeldung kommt, das habe ich mega lernen. Und das hat sich mein Umfeld hat sich mega eingegrenzt. Von ganz vielen Leuten sind es ganz wenige Leute. Das ist wichtig. Aber das finde ich auch mega cool, weil jetzt wirklich die Leute, die ich regelmäßig sehe, mit denen ich mega viel Zeit verbringe, ich kann denen alles sagen und ich kann denen einfach, bei ihnen muss ich auch mich nicht verstellen, ich muss nicht irgendwie angeben, ich muss nicht, nichts. Ich erzähle einfach, was ist und ich weiss, dass sie es cool finden. Und ich weiss, dass sie wollen, dass ich meine Ziele erreiche. Weil das ist mein Mindset mit meinen Leuten. Die Leute, die ich um mich herum habe, ist es eben zum Beispiel ein Kilo. Ich muss einen Shoutout eingeben, weil letztes Mal hat er mich vergessen, das Shoutout. Aber zum Beispiel ein Kilo ist ein mega gutes Beispiel, oder? Ich will seit Tag 1, dass er alles erreicht und ich freue mich gefühlt manchmal mehr, als er sich freut, wenn er irgendetwas erreicht. Weil das willst du doch. Ja, fix. Weißt du, wenn Leute um dich herum erfolgreich sind, dann macht es dich nicht weniger erfolgreich oder mehr erfolgreich. Du bist genau am gleichen Punkt. Warum freust du dich nicht? Ja, checken. Und das geht bei mir nicht in den Kopf. Darum, eben so, um die Frage zu beantworten, was machen die Leute so zu wenig? Reflektieren, was ihr Verhalten echt für eine Auslösung hat auf andere. Vor allem mit dem Sinn. Oder was sie einfach zu wenig machen, ist auch die Leute um einen herum supporten. Weil das gibt einem, glaube ich, mehr, als man denkt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mega viel und immer wieder so einen Post gesehen, so quote-mäßig mit der Überschrift «Alle feiern Influencer, bis es jemand ist aus der Kollegengruppe». Ja. Das ist halt crazy, wenn du so überlegst. Ja. Ich habe Ähnliches gehabt, aber auch nur schon mit Leuten, von wegen, die sich plötzlich wieder melden. So à la «Hey, lange nicht mehr gehört» und so, gesehen, läuft voll mit Social Media. «Hey, wann gehen wir eigentlich mal wieder essen?» Jemand hat mir geschrieben, «Hey Bro, wann machen wir eigentlich zusammen einen Podcast?» Und ich so, cool, hast du einen eigenen? Weißt du so? Sehr geil. Und dann so, ja, nein, weißt du, bei dir mal auf locker Deep Talk und so. Und ich habe mir also gedacht, hey, das ist wirklich crazy. Ein Jahr lang nicht gehört, 1,5 Jahre lang nicht gehört, erste Nachricht so. Da habe ich mir gedacht, krass. Und was dort auch Fakt ist halt, wo du sagst, du bist immer die 6. Person mit diesen 5, wo du dich umgehst. Das ist so ein bisschen das Gesetz vom Umfeld. Umgehst du dich mit 5 alkoholsüchtigen, drogenabhängigen oder so, bist du sehr wahrscheinlich die 6. Person, die dort
dort drin reingefangen ist, aber umgibst du dich mit 5 Leuten, die ihre Ziele jagen, sich supporten gegenseitig und so, wirst du sehr wahrscheinlich die 6. sein in dem Kreis. Und das habe ich mega schön gefunden, dass du es so gesagt hast, dass sich mit Leuten umgeben, die einen Wand gewinnen sehen, ohne dass sie eifersüchtig wären, ist etwas mega, mega, mega Wichtiges. Ja. Und auch kannst über deine Erfolge darüber reden, ohne dass Jealousy quasi zurückkommt. Das habe ich auch gemerkt. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, finde ich. Ja, und das finde ich so, vor allem, wenn du eben mal Freunde hast, Kollegen hast, die das können, im Sinne von, weißt du, dir einfach das Gefühl geben, ey, meine Träume und Ziele, die haben Platz in einem Gespräch und die sind okay, wenn ich darüber erzähle. Das macht dann extrem viel mit einem. Also weißt du, nachher, es ändert auch mega, es hat mega auch meine Sichtweise auf alles geändert, wo ich dann eben so ein bisschen meinen Freundeskreis eingegrenzt habe. Ich habe dann wie so ein bisschen auch mega viel Selbstzweifel sind weg, wenn ich das gemacht habe. Vollgas. Weil ich habe wie nicht mehr so die Stimme gehabt rundum so, ja, okay. Oder auch zum Beispiel, weißt du, als ich am Festival gespielt habe, habe ich das auch jemandem erzählt. So, eben, ey, ja, ich weiss nicht, was gerade passiert ist und so. Ja. Von dem habe ich noch nie gehört. Das war so die Antwort. Ja. Und okay, wenn du noch nicht davon gehört hast, aber it takes a fucking... Sorry, Fluch, it takes a fucking second to say, ich freue mich für dich. Ja. Es braucht eine Sekunde. Ja. Und ich habe es dir nicht erzählt, um dir das Festival vorzustellen. Ja. Weißt du, im Sinne von einfach... Aber das kannst du auch nicht von Leuten erwarten, weil jeder reagiert anders. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann mit so Leuten in meinem Umfeld schlecht umgehen. Ja, fix. Weil es mich mega abzieht. Ja, checken. Ja. Facts, girly. Thanks. Geil, Mann. Ja. Fülle. Hallo. Nächste Frage. Ich bin dran. So. Ich muss mal neue Karten schreiben, aber die sind so cool schon. Ohne angeben, in was bist du verdammt gut, sag ehrlich. Geil. Ich bin verdammt gut im Menschenlesen. Ich auch! Geil! Ja, Mann! Geil! Ich kann in einen Raum kommen und ich weiss nicht, was es ist. Ich spüre, wie jemand drauf ist. Wirklich, ich habe das ganz, ganz, ganz krass und kennst du das Gefühl, wenn du das auch hast? Du merkst einfach, wenn etwas faul ist bei einer Person. Du merkst einfach instant, okay, da stimmt etwas nicht. Ja. Distanz. Ganz krass. Das merke ich wirklich crazy. Ganz krass. Zum Teil. Oder einfach irgendwie etwas so, irgendetwas, die Luft wird schwerer. Ja. Einfach so in dem Stil. Und ich kann wirklich richtig, richtig gut Menschen lesen und ich kann mega gut mich in Menschen hineinversetzen und sie abholen quasi. In dem bin ich wirklich arschgut. Also wirklich, ohne Angeben, arschgut. Das ist eine mega geile Eigenschaft, finde ich, wenn das gut ist. Etwas, wo ich würde sagen, bin ich wirklich strong. Sehr geil. Ja. Und mich in Sachen verlieren, wo mir Spass machen. Da kann ich nonstop einfach dran sein. Ja. Und bei dir? Hey, ich hätte was Gleiches gesagt. Geil. Also ich habe das habe ich ganz krass, wenn ich einen Menschen kennenlerne, ich merke mega schnell, komme ich mit dir klar oder nicht. Ja. Nur schon, wenn du mich, weißt, im Sinne von, wenn man mich anschaut und wie man mir heute sagt. Aha. Ich bin bis jetzt, I haven't been proven wrong. Ja. Bis jetzt bin ich noch nicht falsch gelegen. Ja. Ich bin offen dazu, Same. dass man mich vom Gegenteil überzeugt. Aber einfach so ein bisschen das Fazit von, wenn ich jemanden sehe, wie man mich anschaut, wie man mir heute sagt, bin ich so, okay, mit dir verstehe ich mich als Person oder verstehe ich nicht mit dir. Ja. Und mir geht das schnell und ich bin dann nach wie vor mega offen und bin so, ja. hey, I wanna be proven wrong. Weißt du, aber du hast einfach... Weißt du, du mich vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe bis jetzt nicht recht gehabt. Und ich merke auch mega schnell, vor allem das ist eher bei den Leuten, mit denen ich viel Zeit verbringe, ich spüre, wenn es ihnen nicht gut geht. Das klingt mega creepy. Aber meine Mami hat mir das sogar schon mal gesagt. Check ich gerade. Meine Mami hat mir sogar schon mal gesagt, also es ist recht gruselig, dass ich manchmal einfach wirklich aus meinem Zimmer rauskomme und bin so, Mami, ist alles okay? Mhm. Und sie in dem Moment gerade, weißt, voll Krise geschoben hat. Ja. Und das habe ich auch bei vielen Leuten. Oder auch eben mit Leuten, die ich viel Zeit verbringe, dort merke ich es mega schnell. Da muss man mir nicht sagen. Da bin ich so, was ist mit dir? Was ist? Nachher bin ich recht. Warum hast du zuerst mit links den Schritt gemacht, anstatt mit rechts? So? Nein, aber wirklich so, ich weiss, dass etwas nicht gut ist. Und wenn man es nicht sagen will, fein, aber red. Ja. Und das habe ich auch recht krass, ja. Ich habe eine ganz spezielle Frage. Ja. Wie fühlst du dich,
komplett vielleicht ab vom Topic. Ist super gut. Wie fühlst du dich, wenn du in ein Spital reinlaufst? Boah. Ich meide Spitäler, weil mich überfordert es recht ein bisschen. Schon, oder was? Hast du es auch? Oh mein Hast du es Gott, auch? oh mein Gott, das ist crazy jetzt. Wirklich? Das ist richtig crazy gerade. Es ist sich am Shift ein bisschen, aber immer noch, ich hasse Spitäler. Ich bin so mega ängstlich. Wenn ich reinlaufe, merke ich so einen richtigen Ballast. Ja. Weil ein Spital ist eigentlich klar, das ist auch gut, wird ein neues Leben geboren, aber es herrscht für mich überwiegend schwere Energie dort drin und ich merke das richtig, wenn ich dort reinlaufe, die sterilen Gänge, Zimmer an Zimmer und so, du weißt nicht, was ist da, es ist wirklich, ich bin halt immer nur in einem Spital gewesen, wenn etwas nicht gut war. Genau. Und das hat sich richtig verankert und darum an Spitäler vorbeifahren, ich tue mich schwer, jemanden im Spital zu besuchen, wo ich gewusst habe, mit Achilles, ich werde operiert und muss im Spital liegen. Ich habe kurz Krise geschoben in meinem Kopf. Wirklich. Wirklich so kurz schwarz vor Augen, so, weil ich mag es gar nicht. Und klar, ich habe jetzt gute Experience gemacht im Spital und so, aber wenn es nicht sein muss, es muss wirklich nicht sein. So in die Richtung. Ich war seit meiner Geburt einmal in einem Spital, wo ich jemanden besucht habe. Ja. Es war jemand von meiner Familie und dann bin ich so gesagt, ja, das mache ich. Ja. Aber sonst wirklich, wenn ich reinlaufe oder auch eben, wenn ich daran vorbeilaufe, in der Nähe sein oder so daran denke, bin ich immer so, ich habe das Gefühl, das shiftet so, alle Sorgen sind einfach so im Gang. Ja. Wenn du durchlaufst, total insane. Das ist mega krass. Und darum, oder bin ich auch, okay, ich bin jetzt anders mal auch noch selber ins Spital, aber es ist nichts Schlimmes, einfach so etwas Kleines ist es. Und dann weiss ich auch, ich bin reingelaufen und dann ich bin mega ängstlich. Ja. Und dann habe ich es auf den Eingriff geschoben, den ich hatte. Und dann war der durch gewesen, und ich bin erleichtert, dass es durch ist, aber es ist immer noch geblieben. Ich bin so, ich sage mir, das passt mir gar nicht. Dann müssen wir so, ja, willst du kurz etwas essen? Ich so, nicht da. Ja. The vibes are off. Wieder raus, ja. Also es passt mir nicht. Darum, ja, ganz krasse Frage. Ja, das habe ich tatsächlich, ja. Stimmt. Krass. Crazy, habe ich nur schon meinen Point proven. Okay. Ja. Interesting. Oh, wieder geht's. Willst du einfach die oberste ziehen? Ja, komm, ich nehme die oberste. So, Anschiss zum... Also. Gibt es ein Gefühl, das du vermisst? Oh mein Gott. Ich liebe die Frage, ich liebe sie. Und ich so... Das ist eine gute Frage. Wow. Gibt es ein Gefühl, das ich vermisse? Es gibt ein Gefühl, und zwar, ich glaube, das ist mega so im Kindsein-Bereich, aber Vorfreude als Kind. Das Gefühl von Vorfreude als Kind. Okay. Ganz klar. Weißt du, jetzt passiert etwas oder jetzt siehst du jemanden? Oder? Zum Beispiel, als Kind, ich bin mega aufgestellt als Kind. Ja. Ich bin immer noch mega aufgestellt. Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich bin mega so ein Strahlekind gewesen. Und ich habe mich auch immer mega auf alles gefreut. Aber es ist ja mega von meinen Eltern so vermittelt worden. Ich habe eine mega schöne Kindheit gehabt. Es hat sich immer so mit mir mitgefreut. Also sie haben es dann auch wirklich so aufgebaut. Weißt du, alles war so ein Ding gewesen. Und wir haben uns alle immer mega über Sachen gefreut. Ja. Nur schon Weihnachten, weißt du, mit so Secretive und dann bist du fast explodiert vor Vorfreude, weißt du so. Weil beim Geburtstag genau das Gleiche. Und ich weiss, das war das beste Gefühl gewesen, wenn du bist schlafen und du hast gewusst, okay, morgen ist Weihnachten oder morgen ist Geburtstag oder du machst schon etwas, irgendwie mit deinen Eltern oder du machst das. Oder irgendwie, du kommst am Mittag heim und du hast gewusst, am Nachmittag gehst du irgendwie zu deiner Kollegin spielen oder irgend sowas. Oh mein und ich habe Gott, das Gefühl, oder Geburtstagspartys, ganz krass, so Sachen. Und du hast dich so wochenlang darauf gefreut und dann wirklich bis zum letzten Moment. Und du warst richtig im Moment gewesen. Und ich habe jetzt mega das Problem, dass ich mega in meinem Kopf bin oft. Ja. Und wenn etwas mega Cooles ist, ich bin dann zuerst alle Sorgen darüber am Abschaffen und alles, was ich dafür machen muss und alles drum und dran. Dass ich sie Vorfreude verpasse. Hast du Mühe mit dem Älterwerden? Ganz schlimm. Ich habe auch einen Song, der heißt Growing Pains. Wachstumsschmerzen. Ich habe ein riesen Problem mit dem Erwachsenwerden. Das ist ganz schlimm bei mir. Also ich habe die ganze Zeit läuft mir ein bisschen davon. Und dass ich wie... Was so ein bisschen die Erklärung dazu ist, bei mir ist es krass, weil
vor allem, ich habe halt eben so den Traum von der Musik und ich habe Schiss, dass die Zeit abläuft, dass der Traum davor rennt und dass, wenn ich es jemals erreiche, dass ich dann nicht mehr genug davon habe. Und du die Zeit nicht appreciated hast, bis du es hast. Ganz genau. Wir sind insanely crazy gleichdenkend. Wirklich? Es ist abgefuckt. Abgefuckt. Ich habe auch das Gleiche. Wirklich? Du bist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber ich habe ganz schlimm dass die Wahrnehmung, dass jetzt die Zeit viel schneller läuft. Also jedes Jahr, wo ich erlebe, ist kürzer als das, was vorher war. Obwohl jedes genau gleich angeht. Also, das habe ich so das Gefühl. Ausser es ist irgendein Fehler in der Matrix und die verarschen uns oder so, keine Ahnung. Aber richtig schlimm. Ja. Und habe dann auch so das Gefühl, shit, auf die einen Seite ist es immer so, das Leben rennt mir davon. Ich habe Ziele, die ich chasen will und bis ich die erreicht habe, vergesse ich vielleicht im Moment das Leben. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es wie so, Bro, ich bin 27, so weißt, ich habe noch nichts erlebt. Weißt du, was ich meine? Ich lebe noch zweimal so lange, wie ich jetzt schon gelebt habe. Also, ja, so ist genau Richtung. Es ist so in between etwas. Und ich muss an das, was du vorher gesagt hast, mit die Vorfreude und so, habe ich auch extrem gehabt. Ich muss da ganz fette Props an meine Eltern geben, weil die haben so geilen Scheiß gemacht mit uns, wo wir so klein sind. Eben. Für genau das Zeug, um das auszuleben und dass das so mitträgt. Weil ich weiss noch, wo wir einmal da unten, wo wir 7 oder 60 waren, wir sind immer spazieren. Ja. Gell? Und dann bin ich mit der Schwester, der Mutter und ich glaube irgendwie noch die Großmutter oder so, weiss ich auch nicht, sind dabei gewesen. Und dann sind wir da unten die Straße quasi hochgelaufen und du siehst, hast du das Haus angesehen, weil es alles Wiese war, wo es noch keine Überbauung hatte. Und mein Vater, das war am 6. hat sich als Sammy Klaus verkleidet und ist einfach einmal an der Hauswand entlang gesäckelt und ihn und sich dann wieder umziehen. Und wir haben es von weitem halt gesehen und wir sind nicht gerade dort gewesen, um es zu checken, weil man hat es einfach von weitem gesehen, weil es offen war. Ich schwöre, ich bin noch nie so schnell gesäckelt in meinem Leben wie zu dem Moment. Und das ist wirklich so die Momente, wo meine Eltern einfach so alles gegeben haben dafür so, und das appreciate ich so krass. Und das hat safe auch ganz, ganz viel Einfluss gehabt darauf, wie dass ich jetzt bin, so weißt. Und ich würde sagen, ich kann immer noch mega eine Begeisterung für etwas entwickeln und so. Aber auch so in die Richtung. Was ich ganz krass vermisse, ich habe mega viele so Nostalgie-Videos auf meinem Feed. Ja. Und so das Gefühl, dass die Welt früher viel farbiger war irgendwie. Darum auch so ein bisschen so... Sehr gut. Ja, ganz krass. Das fand ich krass. Und die alte YouTube-Zeit vermisse ich mega. Ich auch! So mit diesen YouTube-Intros, wo so Dubstep-Musik gelaufen ist und so Shit. Das vermisse ich extrem. Mein Zimmer ist eigentlich genau so, einfach alle Wände sehen so aus, mit ganz viel Farbe und ganz viel Chaos. Weil eben genau, das ist mein Ding, ich habe das Gefühl, die Welt ist so... Früher habe ich alles, was mit... Ich habe ja Squash gespielt, mega lang, Sport. Ich habe alles, was mit Squash zu tun hat, von mir oder irgendetwas Zeit, oder weißt du was, immer so an der Wand aufgehängt. Dann ist so ganze... Oh mein Gott, ich schaue noch, ob ich das Foto habe und sicher kann ich es dir zeigen. Meine Wände sind voll mit allen Konzerttickets, mit Posters, mit so, weißt du, der Tour. Mit Bänderlis und so, weißt du, wo du aufgeschnitten hast. Oh, wie geil! Voll, es ist wirklich, 2 Wände sind voll. Elend lang auch gehabt. Richtig ganz krass. Geil. Ich habe mega viele Memories da drauf und Bilder. Und dann weißt du, so geil. Wirklich ein Mixmatch von allem, was ich liebe. Ja. Und ich brauche das irgendwie. Same. Ich brauche das irgendwie manchmal also zum Reminder, was ich alles gemacht habe. Und immer, ich weiss so, wenn ich jetzt kurz eigentlich zum voll einbinden, als ich von der Tour zurückgekommen bin, der Tour-Badge. Das ist so ein Badge, weißt du? Halten, unbedingt halten. Aber wenn ich den aufgehängt habe, ich so... Du musst einrahmen, irgendwie geil. Und dann kannst du nicht mehr vor allem, ich habe eine Setlist davon. Einrahmen, das Zeug. Das an der Wand hängt es schon. In eBay verkaufen. Nein! Ein Bitcoin, let's go. Nein. Ja. Okay, cool. Ja. Next question. Ich bin dran. Alter. Was funktioniert aktuell in deinem Leben und was nicht? Oh, tell me. Spill the tea. Okay, I spill tea. Was funktioniert aktuell? Ganz gut funktionieren tut, dass ich wirklich so das Gefühl habe, meine Gedanken sind am richtigen Ort, was
meine Ziele und so angeht. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich weiss, wo ich hin will, ich weiss, was ich machen muss und ich weiss, dass ich dort hinkomme. 100%. Es ist nur noch eine Frage von der Umsetzung. Da weiss ich. Ich weiss einfach, es klingt mega, ich will nicht eingebildet oder so, aber ich habe ganz fest mir in meinen Kopf gesetzt oder ich habe ganz fest das Gefühl, ich habe nicht bis wo ganz viel verändern kann in dieser Szene so, was die Schweiz angeht. Und das motiviert mich richtig und ich habe richtig Bock. Super. Das läuft super. Was weniger gut läuft, ist Struktur. Ich habe zu wenig Struktur, um alles, was gerade läuft, richtig umzusetzen und so. Und ich verliere mich dann einmal in gewissen Sachen. Ich mache ein Beispiel. Ich war ja jetzt krankgeschrieben. Heisst, ich bin auch nicht arbeiten. Heisst, ich habe teilweise auch, bestes Beispiel, ich habe die Nacht nicht gepennt. Ich bin immer noch wach. Sorry. Weil ich habe gestern gepennt bis 18:00. Du hast gepennt bis um 6 Uhr? Oder was? Ja, weil ich bin am 6 Uhr am Morgen ins Bett. Habe dann wirklich irgendwie 10, 11 Stunden oder 10 Stunden, 11 Stunden gepennt. Bin dann um 6 Uhr aufgestanden, habe Content geschnitten, gestreamt bis um 4 Uhr oder so. Dann wach geblieben, Content geschnitten und so und bin jetzt immer noch wach. Und ich muss anfangen, so überlappend das zu machen, dass ich meinen Schlafrhythmus wieder im Griff bekomme. Dass ich heute Abend wieder müde bin. Darum bin ich durchgehend wach geblieben. Also die Struktur ist aktuell ganz schlimm und muss ich unbedingt schauen, dass ich die wieder reinbekomme. Ich weiss, es wird wieder einfacher, sobald ich wieder arbeiten und dann. Ja. Will ich aber erst nach Weihnachten wieder oder im neuen Jahr wieder aufgrund von der Krankschreibung. Aber ja, allgemein Struktur und so Sachen bin ich sehr so all over the place. Ja. Das würde ich sagen, läuft gut und weniger gut bei mir. Bei dir? Es geht in eine ähnliche Richtung. Bei mir ist so ein bisschen was... Who would have guessed it? Who would have guessed it? Also was gut läuft, ist sicher so ein bisschen... Es ist mega schwierig, weil ich bin immer eher so ein Mensch, der sagt, okay, was ist nicht gut, was muss ich verbessern. Ja, aber das kenne ich auch. Und dann tust du dich aber ein bisschen reden und du musst manchmal die guten Sachen appreciaten. Ja. Was gut läuft, was ich gut mache, ist... Ich glaube, irgendwo durch schon ein paar Sachen, aber... Es ist mega schwierig. Ich glaube, was ich nicht so gut bin oder was ich nicht so gut mache, ist sicher mega Selbstzweifel. Das ist mega deep. Aber im Sinn von, ich habe riesen Träume und ich habe riesen Ziele, aber ich bin immer so, weißt du, irgendwie, es ist ein bisschen viel und es ist ein bisschen sehr gross, weil ich bin ein riesen Träumer. Ich träume mega gross und ich träume mega weit. Und ich habe wie immer so, ich mache mir mega Druck. Und ich glaube, der Druck ist das Problem. Ich glaube, ja, die Antwort zu dem Ganzen ist, ich glaube, der Druck, den ich mir selber mache, den ich mir manchmal zu einem gewissen Grad nicht müsste machen in diesem Ausmaß. Druck ist super, macht sehr viel mit einem. Aber manchmal kommt es so ein bisschen in ein Ausmaß rein, wo ich wirklich so bin, so, ich bin nicht, ich schaffe das jetzt nicht und ich mache zu wenig und dann bin ich aber auf der anderen Seite, also ich habe für die Woche habe ich keine Sekunde Freizeit gehabt. Ich mache nicht zu wenig. Also weißt, und dann verwirrt es einem manchmal mega. Ich glaube, dort so ein bisschen eine Ordnung reinbringen, dass ich, oder auch, weißt, das ist ein ganz grosses Problem von mir, ich kann nicht daheim hocken und nichts machen. Und das ist manchmal mega überfordernd, weil dann bin ich todmüde und ich komme vom Arbeiten heim. Weißt, irgendwie, wenn ich irgendwie einen mega strengen Tag habe und dann bin ich eigentlich müde und dann nachher hocke ich auf mein Bett, ich kann dann nicht einfach stundenlang scrollen oder irgendwie irgendwas so machen. Ich bin dann so, okay, was schaffe ich heute noch? Was mache ich da noch? Ja. Und dann erst so ab dem 10 ist es okay, dass ich jetzt nichts mehr mache. Ja. Vorher kannst du vergessen. Ja. Und das ist manchmal recht so. Manchmal, ich wollte, glaube mir wie so ein System überlegen oder aneignen, dass ich auch mal kann chillen. So Belohnungssystemmäßig. Im Sinne von einfach, dass ich nicht, wenn ich dann mal wahrscheinlich merke, okay, ich mag wirklich nicht. Und dann, wenn ich einfach chill, ich bin dann wie trotzdem nicht wirklich calm. Ich bin so, eigentlich müsste ich doch jetzt. Und warum bin ich Leute, ist mir an, gehen wir einen Bahnhof runde Döner holen oder so irgendwie. Gut, habe ich meine Lösung. Perfekt. Dann kannst du nicht
etwas machen, weil du bist am Döner essen. Das ist eben, das mache Da kannst ich du nicht singen, oft. also könntest du schon, aber... Das mache ich mega oft, wenn ich wirklich merke, ich mag jetzt nicht Musik machen. Weißt du, ich mag jetzt nicht... Weißt du, Musik machen mag ich eigentlich immer, aber weißt du, im Sinne von, ich mag jetzt stundenlang etwas vorbereiten, wenn ich vom Arbeiten heimgekommen bin, dann schaue ich wirklich, dass ich etwas abmache mit Leuten, weil dann kann ich runterfahren. Ja. Dann bin ich so, ich bin jetzt mit diesen Leuten und ich kann jetzt nicht machen und dann bin ich wirklich calm. Aber allein bin ich ein mega Stressteil. Das ist nicht so cool. So ein Gumpiball. Ja, aber wirklich kannst du dir das so vorstellen, ganz stimmt. Und was ich gut mache, haben wir dann noch nicht. Also gut mache ich sehr effizient, ich bin sehr motiviert, ich bin sehr selbstständig in dem, was ich will, in dem, was ich mache. Sprich... Okay, Frau Schweizer. Ich bin sehr effizient, ich bin sehr gut in dem, was ich mache. Nein, aber ich meine, weißt, ich bin so... Wenn ich etwas will, dann ist es wirklich so, dann gebe ich sehr, sehr, sehr viel dafür. Und ich glaube, das braucht es in der Musik. Extrem. Und das mache ich gut, glaube ich. So. Cool. Ja. Kann ich mega agreeen. Auch das mit den Selbstzweifeln. So. Ja, ganz schlimm. Das ist manchmal mega wichtig, dass man sich so sagt, also ich habe es gemerkt, dass man so sagt, hey, wo das man eigentlich gestartet ist, wo das man jetzt schon ist. Ja. Weil ich sage mir immer wieder, auch wenn ich so grosse Ziele habe und mir selber so einen Druck mache, also ich finde, es gibt auch positiven Druck. Richtig, genau. Aber auch einen grossen Druck mache, sage ich mir immer wieder, hey, in meinem Fall zum Beispiel, es muss nur ein Video kommen, das die ganze Karriere verändern kann. Es muss nur ein Song kommen, wo alles kann changen. Genau, das sage ich mir. Das finde ich richtig geil. Ja. Dann mache ich gerne 999 Videos, die nicht ankommen. Wenn das eine Video ankommt. Genau. Ich habe genau das gleiche gestern einer Kollegin gesagt, lustigerweise. Ich habe ihr genau das gesagt. Weil ich so, weißt du, crazy. Es ist ein mega langer Prozess und du kannst Schritt für Schritt weitergehen. Okay. Ja. Weißt, man kann es so schrittweise machen, aber ich denke dann auch immer, jedes Mal, wenn du etwas machst, ist zum einen, entweder kommst du ein kleines Schritt vorwärts, aber es könnte auch der grosse Schritt sein. Und das habe ich genau gestern gesagt, darum, du solltest einfach, du darfst nie an einen Punkt ziehen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt alles probiert, hast du nicht. Weil du hast jetzt aufgehört. You did not die during the process, okay? As long as you're still breathing. You're fucking breathing, mate. You're still breathing. Who's gonna carry the boats? And the logs! Okay, nein, sorry. Ja, aber ich finde ich schön, ja. Also schön, sorry, ich habe es hat gerade so gut gepasst. Sorry. Ich habe voll den emotional Moment kaputt gemacht. Geil, nein, es ist super, das passt. Okay. Aber ja, nein, darum, ja. Geil. Deine Meinung? Sehr cool. Also, last question. Beende den Satz. Bandsatz statt Schweizerdeutsch. Anyway. Fremde würden mich als ... beschreiben, nur ich weiss, dass ich ... Oh. Das ist geil. So weißt du quasi. Wie man mich einschätzt. Beispiel bei mir, zum Beispiel fremde Leute würden jetzt sagen, ich bin safe immer aufgestellt, wie schaffe ich das immer motiviert zu sein, aber nur ich weiss, dass ich ein Mensch bin und auch mal einen schlechten Tag habe, so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, bei mir mega viel sagen so, wenn sie mich irgendwie kennenlernen, vor allem halt so, weißt, so jetzt, wenn ich zum Beispiel Leute kennenlerne, von mich wegen meiner Musik kennen. Ja. So in dem Stil. Dann sind sie mega schnell, ich bin mega selbstbewusst, weißt, so, ich weiss, ich bin mega confident und so. Dann sehen dich vielleicht performen, so wow, krass auf der Bühne Genau, und weißt, so mega okay, weißt, Stage ist sie sie hat eine gewisse Präsenz und so. Weißt auch, eben, wenn ich ich lerne an einem Abend schnell 200, 300, weißt, sagen wir 100, 200, weißt, Englisch, wenn es krass ist, lernst neue Leute kennen und weißt, viel davon wollen dann schnurren und Fotos machen und alles drum und dran. Und weißt, dann sind viele so, okay, weißt, aber ich snap dort mega in etwas rein. Das ist meine beste Version von mir. Ja. Das ist die Version, von ich bin. Es bin ich, aber es bin ich, wenn ich in meinem Element bin. Und das ist Musik. Und dort merke ich auch, da bin ich wirklich, das ist authentisch, das bin ich dann. Ich bin dann wirklich mega bubbly und habe mega Freude und bin mega confident, weil ich bin dann so in meinem Element drin. Und ich glaube, was dann aber halt viele nicht wissen, dass ich eigentlich eben recht ein Denkerli bin und recht, weißt, vielleicht nicht immer so confident in dem, was ich mache. Overthinker? Ganz krass. Ganz krass. Also, Lame. Wow! Lame. Schere. Und dann, oh mein Gott, du bist der erste Mensch, den ich gehört habe, sagen, seit ich es gegoogelt habe, dass das ein Wort ist. Wow! Heard it here first.
Ja, so ein bisschen das, eben, dass ich glaube, gegen aussen wirklich als sehr so, ja, sie ist voll easy mit dem, was sie macht, aber dann hindurch. Bis ich zu dem Punkt komme, dass ich auf dieser Bühne stehe, ist da sehr viel Overthinking passiert und sehr viel Hinterfragen passiert. So wie das. Hinterfragen. Ja. Geil. Overthinken und Hinterfragen. Ja. Crazy. Sehr, sehr deep questions. Ja. Und sehr, sehr geile Antworten, die die rausholen. Ich bin immer wieder sehr erstaunt. Auch über die Diskussionen, die daraus entstehen. Finde ich richtig cool. Wir reden jetzt seit bald 1,5 Stunden. Das ist sehr geil. Aber das ist immer ein cooles Zeichen, weil das heisst, ich glaube, man fühlt sich wohl und so. Und darum voll. Würden wir jetzt langsam in den Abschluss hineinkommen. Ja, nein. Sorry. Du kannst ja gerne noch weiterreden. Nein, ist gut. Ja, ist gut. Bist du jetzt beleidigt oder was? Was soll das? Nein, aber es ist nur ein Zeichen, aber es hat mega Spaß gemacht. Ja, es war wirklich richtig cool gewesen. Mega spannend auch. Ich habe mega viel Neues gelernt. Ich glaube, ganz viele Zuhörer auch. Es läuft also so. Von meiner Seite aus ist eigentlich alles gesagt, was man muss sagen. Danke vielmals fürs Zuhören. Die letzte Minute gehört immer am Gast. Ja. Das heisst, gib dir gerne selber ein Shoutout bitte. Wo findet man dich? Was kann man von dir erwarten in nächster Zeit? Vielleicht willst du jemanden grüßen oder halt eben nicht oder so irgendwie. Aber ja, feel free. Okay. Also hey, ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es ist mega cool, dass ihr auch jetzt das Outro sogar noch hört. Ich bin Mimi Green. Eben, wie gesagt, ich mache Musik, ich mache Popmusik. Man findet meine Musik auf allen Streaming-Plattformen. Ich bin auf vielen Social-Media-Plattformen unterwegs. TikTok, Insta findet man mich genauso unter diesem Namen. Ich fände es mega, mega schön, würdet ihr mal reinhören. Wenn so ein Ding ist, vielleicht mal ein bisschen schauen, was ich so mache, mich ein bisschen verfolgen. Nächstes Jahr habe ich sehr viel vor. Das Jahr ist schon sehr viel gelaufen, aber nächstes Jahr wird hoffentlich noch ein bisschen crazier. Und hey, ja, super. Und Grüße. Ich würde jetzt an dieser Stelle eigentlich, nach Plan würde ich jetzt gerne den Kilo grüßen, weil ohne ihn wäre sehr, sehr, sehr viel nicht möglich in der Musik. Weil er macht all meinen so Content auf der Bühne. Und er fährt mich. Aber, weil er mich als Gast beim Sandro nicht grüßt hat, mache ich das jetzt auch nicht. Oh mein Gott. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke, Schön, dass ihr dabei gewesen. Love you, Bro. Peace.